Karneval in Köln 2018. Mir Kölsche Danze Osterei. Freuen Sie sich auf Top-Redner wie Guido Kanz. In der ersten Reihe ist ja keiner tätowiert, oder? Nee. Herr Laschet? Ich meine, Platz hätten Sie ja, ne? Aber... Martin Schops. Karneval ist nichts anderes als die Gnade Gottes uns Rheinländern gegenüber, mit der internationalen Idiotie der Menschheit klarkommen zu können. Der Sitzungspräsident. Ich habe zum Beispiel noch nie verstanden, wie man beim Biathlon nur Zweiter werden kann. Ja, man hat doch ein Gewehr. Rumpelstilzchen. Danach kommen die Engländer mit ihrem Abgesang aus Korea, der Uran-Utan von Pyongyang. Bernd Stelter. Kann sich noch jemand an den Wahlkampfslogan von Christian Lindner bei der Landtagswahl erinnern? Nichts tun ist Machtmissbrauch. Dazu jede Menge Musik. Black First Brings, Cat Ballou, Casala, Höhner und viele mehr. Karneval in Köln, jetzt. Herzlich willkommen zur Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Ein roter Smoking, eine Fliege und blonde Haare. Hier ist Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Herr Kapellmeister, ich grüße im Namen der Gruppe. Wie ist die Lage? Rosenmontagsmäßig würde ich sagen. Und ich begrüße den mit Abstand bestaussehendsten Elverrat, den ich bis jetzt heute gesehen habe. Es ist fast kitschig. Vielleicht haben wir einen kleinen Applaus für die Herren hier mal übrig. Guck mal hier. Das letzte Abendmahl lebt. Es ist sehr schön. Ich glaube, manchmal Leute von außerhalb gehen davon aus, wir Kölsche, wir sind schwer in Ordnung, weil wir gerne feiern, uns lustig anziehen und gut drauf sind. Ich habe mittlerweile eine ganz andere Wahrnehmung. Wenn man morgens die Zeitung liest, Breaking News präsentiert bekommt oder auch das Morgenmagazin einschaltet, habe ich mittlerweile den Eindruck, dass wir Kölsche, wir Karnevalisten die einzig Normalen sind und die Welt drumherum komplett durchdreht. Kann das sein? Die sind alle wahnsinnig. Wow. Ich lass mal fehlen. Man kann es nicht besser sagen. Letztes Jahr habe ich hier gestanden, da war Donald Trump gerade im Amt. Da habe ich noch gesagt, hoffentlich kommt der Mann nicht auf dumme Gedanken. Heute sage ich, hoffentlich kommt er nicht auf Gedanken. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man denn als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten? Herr Trump ist wohl der Meinung, CO2 ist der kleine Bruder von R2D2. Und er hat immer noch eine fixe Idee, er müsse eine Mauer nach Mexiko bauen. Jetzt kommt Realsatire ins Spiel. Ich habe gelesen, dass die Firma, die gerade in Berlin versucht, den Flughafen zu Ende zu bauen, ein Angebot abgegeben hat, um die Mauer nach Mexiko zu errichten. Ist das schön? Als die Mexikaner das gehört haben, haben die sofort 10 Kisten Tequila nach Deutschland geschickt und haben gesagt, da haben wir noch 20 Jahre Zeit. Und Tequila! Wahnsinn, habt ihr geübt? Man muss fairerweise sagen, die Stimmung in Amerika kippt und das freut mich sehr. Viele ehemalige Trump-Wähler merken natürlich, der Mann ist nicht zurechnungsfähig, er twittert sich um seinen Verstand. Ein Freund von mir ist ausgewandert nach Florida, der Chris, der sagt, das ist Wahnsinn, es wird zynisch, es wird böse. Er selber stand in einer Vollsperrung auf einem Interstate in Florida. Da sagte, du, eine halbe Stunde ging gar nichts und dann kam die Polizei. Die gingen von Auto zu Auto. Da habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Dann kam der Polizist zu ihm und sagt, ist irgendwas passiert? Sagte, ja, wir haben Ausnahmezustand ausgerufen. Terroristen haben Donald Trump gekidnappt. Die wollen $200 Millionen Lösegeld haben. Das soll bis Sonntag 24 Uhr auf einem Konto auf den Cayman Islands sein. Wenn die Kohle nicht da ist, wollen die Trump mit Benzin übergießen und anzünden. Sagt er, und jetzt? Jetzt gehen wir von Auto zu Auto und sammeln. Er sagte, was geben denn die anderen so im Schnitt? Sagt er, ja, so 3 bis 4 Liter sind's schon.
Das Schlimme ist nur, wir Deutschen dürfen politisch gar nichts sagen, weil am 24. September, die Älteren von uns werden sich erinnern, hatten wir Bundestagswahl. Was ist bis heute passiert? Nix. Eine Diätenerhöhung haben wir geschafft. Das ist ja peinlich. Die nehmen uns doch gar nicht mehr ernst. Martin Schulz hat sich am Wahlabend hingestellt und hat vor der ersten Hochrechnung gesagt, nee, mit der SPD wird es keine große Koalition geben. Und jetzt sind Koalitionsgespräche. Was ist das denn? Viele sagen, der Mann ist ein Wendehals. Ich sage, das ist das Wunder von Würselen. Jetzt will die SPD doch wieder mit der CDU. Bei Paaren würde man sagen, das ist eine On-Off-Beziehung. Ich sage, da musst du aufpassen. Ne? Wenn du mit der Ex ins Bett gehst, reitest du auf deiner Vergangenheit rum. Das ist schwierig. Ja, Vorsicht. Ruhig. Gut, im September war die SPD raus. Was hat der Rest gesagt? Gut, wir probieren es mal mit Jamaika. Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns, Jamaika. Also bei Angela Merkel, Horst Seehofer, Peter Altmaier, Wolfgang Kubicki und Katrin Göring-Eckardt musste ich jetzt nicht zwingend an Jamaika denken. Wenn es eine Insel sein müsste, dann vielleicht Langeoog, wenn es hochkommt. Natürlich. Da kam ein Politiker zu mir und hat gesagt, ja, Herr Kanz, Sie reden so locker. Wie soll das denn gehen? Wie wollen Sie die Flüchtlingspolitik der CSU zum Beispiel mit der Umweltpolitik der Grünen kombinieren? Ich sage, naja, keine Ahnung, ich bin kein Politiker, da müsst ihr kreativ sein, lasst euch was einfallen. Da muss man vielleicht sagen, die CSU darf abschieben, aber jeder muss einen VW Diesel mitnehmen. Sowas in der Art vielleicht. Da kommt aber keiner drauf. Und dann nach 4 Wochen Sondierung kam auf einmal mein neuer Freund um die Ecke, Christian Lindner, der Florian Silbereisen der FDP. Und hat ja, es ist doch so, nach 4 Wochen hat er auf einmal gesagt, nee, mit den Liberalen nicht, Jamaika, wir sind raus. Ich dachte, was? Hab ich was verpasst? Ist, verstehen Sie Spaß, mir hat keiner Bescheid gesagt? Was ist da los? Ich habe den erstmal gegoogelt. Klar, Lindner kannte ich natürlich aus den Tagesthemen, aber ich wusste gar nichts. Ich habe da mal geguckt, wo kommt der Mann her? Geboren in Wuppertal, 1979. Er hat eine berühmte Schwester, das wusste ich. Patrick Lindner, das ist ja bekannt, glaube ich. Und bei Wikipedia steht, das habe ich allerdings bis heute nicht verstanden, da steht original, bitte nachgucken, er war Zivildienstleistender und Reserveoffizier bei der Luftwaffe. Hä? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Wahrscheinlich hat der Essen auf Rädern mit dem Tornado über Seniorenheimen abgeworfen. Ja. Können wir mal klatschen gerade für unser Orchester, bitte? Markus Kloth heute wieder in Bestform. Mit seinem A-Team. Jetzt gibt es natürlich Frauen, die sagen, auch der Lindner ist aber, der ist lecker. Aber ganz ehrlich, meine Damen, der hat nachgeholfen. Ich möchte hier keine Illusionen rauben, aber er hat den Jürgen Klopp gemacht. Christian Lindner hat sich Haare vom Hinterkopf nach vorne transplantieren lassen. Warum macht man sowas? Viele Haare sind ein Zeichen von Stärke, Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen. Das sieht man auch sehr schön an den Beinen von Andrea Nahles. Wie kannst du denn an der Stelle, ich habe 3 Haare auf der Brust, da kriege ich auch Gänsehaut. Super. Tolle Frau, wirklich. Wie unsere Kanzlerin auch. Angela Merkel, nicht? Problem ist, man hört gar nichts mehr. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Es ist sehr ruhig geworden. Die Raute schweigt. Ja. Mutti will, glaube ich, noch mal Kanzlerin werden. Das wäre natürlich eine Lebensleistung. Überleg mal, 4 Amtszeiten mit 3 Hosenanzügen musst du erst mal schaffen da auch. Aber, ja, die Frage ist, wann kriegen wir endlich mal ein paar neue Gesichter? Was Frisches. Guck doch mal nach Österreich, da geht's so auch, haben wir Österreicher heute Abend hier im Gürzenich? Wo? Grüße, Servus.
Grüß dich. Ihr habt einen Bundeskanzler, der ist, glaube ich, 12 oder so. Geht auch. Sebastian Kurz, ja super. Der jüngste Regierungschef der Welt. Der ist so jung. Als er zum Antrittsbesuch nach Berlin gefahren ist, ist bei Angela Merkel die Milch eingeschossen. So jung. Die Österreicher. Oder schauen wir zusammen mal nach Frankreich, meine Damen. Oh, Emmanuel Macron. Oh, rrr. Wenn meine Frau den sieht, da zieht die Nebenluft, das sage ich dir. Oh. Toller Mann, nicht, oder? Der hat seine Französischlehrerin geheiratet. Das wäre mir nicht passiert, aber sie ist 25 Jahre älter als er. Wenn du das auf Deutschland übertragen würdest, hieß das, Angela Merkel wäre mit Oliver Pocher verheiratet. Ja. Bitte, jetzt kommt die Stelle, Achtung. Guck mal hier, Wahnsinn, wie beim Clubtanz, schön, man muss... Das Schöne ist, wir haben wenigstens in Nordrhein-Westfalen neue Politiker. Unser neuer Ministerpräsident, wo haben wir denn? Armin Laschet ist doch da, Grüße! Heute übrigens nicht alleine, er hat seine Dienstaufsichtsbehörde mitgebracht. Ihre Frau ist mit dabei? Da ist sie. Die Landesmutter, Susanne Laschet, ich freue mich sehr. Die sind beide hier. Ja, ja, ist doch toll. Der Laschet greift an. Wir sind in Nordrhein-Westfalen ganz weit vorne. Ja, Nummer 1, auch was den Stau angeht. Super. Wir haben mittlerweile Pendler hier in Nordrhein-Westfalen, die haben ihren Hauptwohnsitz auf der A3 angegeben, weil die stundenlang... Tipptopp. Ja, ja, bei uns läuft's, oder? Wow, wir sind fast schuldenfrei. Ja, fast. Gut. Die Oper ist fast fertig. Also, fast. Und super Stimmung in Köln. Freunde, wartet in Köln, jedet nur hey. Guck mal, unser oberster Karnevalist, Christoph Kuckelkorn, der hier für Stimmung sorgt, ist im normalen Leben Bestatter. Wo so jedet, nur in Köln jedet so jetzt. Er hat mir noch gesagt, weißt du Guido, der Rosenmontag so, eine Beerdigung ist gar nichts groß anderes. Bei beiden Veranstaltungen werden Blumen geschmissen, das ist schön. Und der wichtigste Wagen ist am Schluss, das ist so, aber... Das ist Köln, weißt du, wir haben gute Laune, hier kann man Spaß haben. Wie kann man uns Kölner beschreiben? Wenn ich zu meinem besten Kumpel Joachim sagen würde, hör mal Joachim, du wolltest mir im Sommer 50 € wiedergeben, da würde der sagen, ja und zieh du eine richtige Sommerwoche, einfach nicht. So sind wir drauf, wir sind begeisterungsfähig. Wir haben einen Fußballverein, der seit 25 Jahren mal wieder Europapokal gespielt hat. Wuhu! Ja! Dummerweise haben die in der Bundesliga eine Zeit lang aufgehört zu spielen, aber dabei war alles in Ordnung mit dem 1. FC Köln. Toni, wir hatten einen österreichischen Trainer, Peter Stöger, es war super. Jetzt ist der Mann, ja, der Mann ist aber jetzt in Dortmund, so ist das Geschäft knallhart. Der Stöger war noch Anfang der Saison bei uns in Köln, im Rewe einkaufen, stand an der Kasse. Da sagte die junge Frau, Herr Stöger, sammeln Sie Punkte? Sagt das sehr witzig, das ist lustig, ja, ja, witzig, ja. Ein Wahnsinn. Nein, aber Köln ist vorbildlich. Ich bin gerade draußen angesprochen worden im Foyer von einem aufgeregten Herrn. Der war aber ein bisschen komisch drauf und sagt, ich kenne Sie doch hier. Sie sind doch der ganze Guido. Habe ich gesagt, so ähnlich? Ja, ja, ja. Sagt er, ich komme gar nicht aus Köln. Sag ich, das hört man gar nicht, das ist sympathisch, ja. Mhm. Dann war der so ein bisschen aggro, sagt, warum sind denn Sie heute Abend schon wieder hier bei der ARD so, bei der Fernsehsitzung? Hat das eventuell was mit Klüngel zu tun? Ich sage, wir haben in Köln noch nichts mit Klüngel zu tun. Auch dass Markus Brot mit seinem Orchester jedes Jahr bei der Fernsehsitzung spielt, hat nichts mit Klüngel zu tun. Auch dass immer dieselben im Elberrad sitzen, also auch ich gerne hier bin. Darf ich erzählen, warum ich hier bin? Wir müssen das unseren Gästen von außerhalb vielleicht kurz erklären, warum bin ich heute Abend hier. Sagen wir so, vom Programmgestalter, die Frau, deren angeheiratete Cousine kennt einen Busfahrer.
dessen Nachbar mit einer russischen Spätaussiedlerin verheiratet ist, deren Schwiegervater gleichzeitig Patenonkel vom Neffen des Schwibschwagers der Großtante väterlicherseits ist, die wohl denselben Steuerberater zu haben scheint wie der ehemalige Chef vom Flughafen Köln-Bonn, Michael Gavens. Und da der im selben Golfclub Mitglied ist wie unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die bei den Heimspielen des FC zufälligerweise neben unserem Chef, Karnevalisten Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn sitzt, hat der mal über Beziehungen über den Polizeipräsidenten beim Intendanten des WDR, Tom Boro, nachfragen lassen, ob der nicht einen kennt, der mal kurz in der Lanxess Arena bei Stefan Löcher fragen könnte, ob der mein Büro mal anrufen könnte, ob ich heute Abend am Rosenmontag hier im Gürzenich vor ganz vielen netten, tollen Leuten, einer Dame aus Österreich und einem Herrn aus Wuppertal auftreten kann. Das hat doch nichts mit Klüngel zu tun. Wir drehen eine Runde. Freunde, besser kann man es doch gar nicht ausdrücken. Und das Schöne ist hier im Karneval, man kann Spaß haben. Es haben sich ein paar Sachen geändert, das ist richtig, ja. Als ich jung war, das konnte man vor kurzem noch im WDR-Fernsehen beobachten, hatte ich einen Ohrring. Ja, da habe ich Ärger bekommen. Da haben die damals gesagt, wenn du mal auf der Fernsehsitzung hier im Gürzenich auftreten willst, Guido, machst du bitte den Ohrring raus. Hab ich gemacht. Das interessiert doch heute gar keinen mehr. Meinst du, früher war jemand tätowiert im Karneval? Das gab's doch nicht. Markus, bist du tätowiert? Nee. Herr Präsident? Nee. Ja, ich auch nicht. Ob Kölsch heißt, wir haben nichts drauf. Du hast nichts drauf. Wir sind unbeschriebene Blätter. Hier sind noch in der ersten Reihe, ist ja keiner tätowiert, oder? Nee. Herr Laschet? Nee, auch nicht. Ja, hätte er sein. Ja, wenn man mal die Chance hat zu fragen. Ich meine, Platz hätten sie ja, ne? Aber. Bitte. Darf ich noch ein Erinnerungsselfie machen? Ist das okay, oder? Oder ist jemand krankgeschrieben? Nee, ne? Also. Machen wir mal kurz. Das wird toll, warte mal. Ey, nee, ihr könnt euch entspannen, alles gut. Könnt ihr irgendwas machen da hinten so, vielleicht kurz? Ja, hört man nicht. Hier vorne, das ist kein Ton, nur... Aber heute haben wir Telefone mit Gesichtserkennung. Wart mal ab, in 10 Jahren haben wir einen Apparat mit Lügendetektorfunktion. Da freue ich mich schon drauf. Wenn Siri schon hört am Klang deiner Stimme, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Toll bei Politikern oder auch als Familienvater. Du sitzt abends mit deiner Frau beim Essen, legst heimlich das Telefon irgendwo hin, schaltest es ein und dann kommt dein Sohn nach Hause. Du sagst, oh, Jason Rüdiger, schön, dass du da bist. Wie war's in der Schule? Und der guckt dich an und sagt, nee, Schule war so voll krass gut. Und sofort schlägt der Lügendetektor an. So, jetzt habe ich dich. Du hast blau gemacht, Papa hat ein neues Telefon, lüg mich nicht an. Wenn du blau machst, steh dazu. Wo wart ihr? Wir waren so beim Kevin, wir haben gechillt und einen Film geguckt. Ach, ihr habt einen Film geguckt beim Kevin, das ist toll. Was habt ihr gesehen? Ja, war so ein Naturfilm, ne? Free Willy 3. Lüg mich doch nicht an. Was habt ihr für einen Film gesehen? Aber so ein Porno. Bitte was? Aber wir haben uns so ein Porno angeguckt. Ja, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du machst Schule blau, fährst zum Kevin, guckst dir ein Porno an. Ich meine, du bist 14,5, mein Freund. In deinem Alter wusste dein Vater noch nicht mal, was ein Porno ist. Und dann kommt deine Frau um die Ecke und sagt, ach Schatz, typisch dein Sohn. Ich bin dein Vater. Das hat dummerweise Heino mal zu mir gesagt, aber wir machen das jetzt so, wir nehmen die gute Laune heute Abend aus dem Gürzenich mit in den Alltag und tut mir eingefallen, wir laufen alle nur noch mit Scheuklappen durch die Gänge und überall rum. Das ist traurig, wir müssen mal wieder ein bisschen Spaß machen, macht mal ein bisschen Blödsinn. Ich habe das ausprobiert vor 3 Tagen hier in Köln, das geht immer. Ich bin zu 2 Männern hingegangen und habe gesagt, boah, ihr beide seid doch eineige Zwillinge. Sagt er, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, sag ich, weil die Mama euch genau gleich angezogen hat. Sagt er, hören Sie auf mit dem Blödsinn, geben Sie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein raus, was soll das? Ihr Lieben, ich möchte ein großes Kompliment aussprechen.
Ich bin ja nun auch viel unterwegs, aber wenn ich wählen müsste zwischen der Bambi-Verleihung im November in Berlin und dem heutigen Abend hier Rosenmontag in Köln, kann ich nur sagen, die nettesten Lüg Trüsse beim Fastelovend in Köln. Danke fürs Zuhören, Madet Jod, Kölle Alaf! Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass ihr aufgestanden seid. Es war ein wunderbares Spiel zwischen dem Publikum, ihr wart toll aufmerksam und natürlich unserem lieben Guido Kanz, der euch einfach begeistert hat. Wir haben zwar keinen Bambi zu verleihen, aber zumindest den Orden des Festkomitees und es war ein wunderbares Zwiegespräch zwischen unserem Guido Kanz und dem Orchester Markus Quoth. Lieber Markus, nimm auch du den Orden, dann kann ich auch mal das Orchester dirigieren. Auf Markus Quoth und Guido Kanz, dreimal von Hetze, Köln! Guido Kanz, Orchester Markus Quoth. Herzlichen Dank. Tschüss. Und ich darf begrüßen Karl-Heinz Brandt, Charlie Brandt, alle kennen ihn von der Gruppe Der Räuber. Er ist quasi jetzt im Ruhestand, aber er hat uns und der Gruppe Räuber so tolle Titel geschaffen in der Vergangenheit. Das sind Titel für die Ewigkeit. Und hier sind die Räuber. Schönen guten Abend, die Räuber grüßen euch. Geht es euch gut? Wir Lieben, in diesem Jahr, da sind wir Räuber besonders romantisch, denn wir 5 hier oben, wir glauben immer noch an die ewige Liebe. Und passend dazu haben wir euch den Titel mitgebracht, den würde ich euch jetzt gerne einmal vorsingen und dann bin ich gespannt, ob ihr das Ding von alleine singen könnt. Und das Ganze geht immer folgendermaßen. Oh, 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 oh. Für die Ewigkeit. Und ihr? Leute, ich weiß, wir haben heute Rosenmontag, aber so ein bisschen mehr Elan wäre gar nicht so verkehrt. Könnt ihr alle mal die Arme ganz weit nach oben nehmen? Klatscht uns einen Rhythmus. Und jetzt bin ich gespannt, wie laut ihr wirklich seid. Oh. So macht das Ganze Spaß. Nochmal. Hier ist euch für die Ewigkeit. Zu mir hört nach, blieb noch so viel Musik in mir wach. Was soll ich machen, denn du bringst mich jetzt zum Lachen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert, dass es dir genauso wie mir geht. In Dinge Ohren, da hab ich mich jetzt verloren. Ja, das ist... Morgens immer neben dir aufstand, das ist besonders und ich möchte das nie wie anders. Denn du bist für mich das große Glück
komm, ich bin auf dir total verrückt, seit ich dich kenne. Ja, da ist mir Herz am Brenne, ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Wie lang das mit uns durchweht, von der bis in die Ewigkeit. Sag's mir, wie schön die Liebe ist, bis du nicht da bist, du vermisst. So Leute, ihr seid dran, ja, das ist ihr seid der Wahnsinn, komm! Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. So, jetzt hier nochmal. Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, für die Ewigkeit. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den Text alle drauf habt. Und wir möchten zuerst alle anwesenden Mädchen singen hören. Oh, und jetzt die Herren der Schöpfung, Herr Laschet. Sehr schön zusammen. Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, das ist oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, für die Ewigkeit. Liebe Freunde, das waren die Räuber. Ich darf Ihnen mal vorstellen, Torben Klein, Kurt Feller, Wolfgang Bachem, der Jürgen Gebhardt und natürlich der Andreas Dorn. Alles zusammen die Räuber. Seit über 25 Jahren schenken sie uns tolle Hits, weil sie ein Händchen für Melodien haben. So auch besonders in diesem Jahr. Es sind halt Lieder für die Ewigkeit. Dreimal von Hetze, Köln. Räuber. BDR. Herzlichen Dank. Wir erwarten nun einen Redner, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Furore gemacht hat in den letzten Jahren. Und er ist ganz Buffe angekommen in der Rednerriege. Freuen wir uns auf Martin Schops. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es? Das freut mich zu hören. Ein sehr, sehr schönes Bild ist das hier. Ich freue mich, endlich wieder 5. Jahreszeit, endlich wieder Gürzenich, endlich wieder kostümierte Menschen. Ich habe im letzten Jahr etwas getan, was ich zuvor noch nie getan habe, und zwar eine Solotour gewagt. Da war ich mal in anderen größeren Städten außerhalb des Rheinlands unterwegs. Und als ich denen voller Stolz davon erzählt habe, dass ich in allererster Linie in Köln im Karneval auftrete, haben die teilweise angewidert das Gesicht verzogen und gesagt, Karneval ist doch nichts anderes als Saufen und Fremdgehen zu schlechter Musik.
Das musste ich mir sagen lassen von Leuten, die Oktoberfest feiern. Und dann habe ich mir mal Gedanken um dieses Fest hier gemacht. Und ich bin zu dem gegenteiligen Schluss gekommen und sage, Karneval ist nichts anderes als die Gnade Gottes uns Rheinländern gegenüber, mit der internationalen Idiotie der Menschheit klarkommen zu können. Und das, was ich damit meine, das habe ich mal versucht, musikalisch in Worte zu packen. Dazu muss ich allerdings relativ weit ausholen. Und zwar an der Stelle, wo alles begann. Als Gott die Erde hat erschaffen, machte er Vögel, Echsen und auch Affen. Nur bei einer Kreatur hat er geschlamm. Der gab er dann den Namen Donald Trump. Er gab ihm Beine, Arme, Arsch und Rücken, ein großes Maul, 3 Eier, 2 Perücken. Zum Schluss rief Gott, jetzt regnet es das Hirn. Doch da stand Donald bereits unter einem Schirm. Als Gottes Vorrat an Moral und Hirn ganz leer, wagte er einen Versuch in Nordkorea. Der sah dann aus wie von Picasso selbst gemalt. Nur Arsch und Kopf und alles atomar verstrahlt. Doch diese 2 waren nicht die einzigen Idioten. Auf der Welt gab es immer schon Chaoten. Doch für das Rheinland sollte das erträglich sein, fand Gott und schuf deshalb den Karneval am Rhein. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, warum wir das Ganze hier feiern. Ne? Das gerade war ja auch eine Melodie aus dem Bereich Karneval. Ich höre gerne schon mal Lieder so quer durch alle Musikrichtungen. Dabei ist mir zuletzt was aufgefallen, und zwar, dass es sehr, sehr viele Lieder gibt, die vom Text nur zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort passen. Zum Beispiel Bolade gehört nicht dazu. Macht aber Spaß, das einfach mal in den Saal reinzurufen. Das Lied, was jetzt kommt, bin ich sicher, das kennt ihr auch alle. Das gehört in diese Kategorie. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain. Müsst ihr mal gucken, was ihr bei diesem Lied vor eurem geistigen Auge seht. Country Road, take me home to the place. Und was habt ihr gesehen? Mich, ja, danke. Ich dachte eigentlich an die unendlichen Weiten der Vereinigten Staaten von Amerika, an eine riesengroße Landstraße mit einem einzelnen Truck darauf, der Richtung Heimat fährt. Denn dieses Bild dieser unendlichen Weite und Freiheit der Heimat hatte John Denver dazu bewogen, 1971 dieses Lied zu schreiben. Jetzt stellt euch mal vor, der hat das nicht 1971 in diesen unendlichen Weiten der Staaten geschrieben, zu einer Zeit, wo es kaum Autos gab, sondern 2018 nach einem Besuch bei uns in Köln. Always Stau hier, Dreieck Heuma, die ganze Stadt lahmt, als hätte sie Rheuma. Kalker-Tunnel ist seit Jahren schon im Bau, alles wird gesperrt, not Arbeit kein Sau. Welcher Depp hat das versaut? Für diesen Mist zahlen wir bald Maut. Länger als in Köln der Stau, dauert nur noch der Opernbau. Dankeschön. Ich muss leider Gottes auch jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit über den Rhein. Ich wohne im Rechtsrheinischen, arbeite im Linksrheinischen als Lehrer an einer Berufsschule. Hurra. Stehe ich jeden Morgen im Stau. Meine Schüler stört das nicht sonderlich. Kann man verstehen, ne? Beschäftigen sich in dem Alter natürlich lieber mit anderen Sachen. So, habe ich neueste iPhone. Ey, habe ich überhaupt schon genügend Tattoos? Und im Moment ist ganz wichtig bei den Jungs in der Klasse, habe ich genügend Frauengeschichten, die spektakulär sind.
Und da sind tatsächlich so ein paar spektakuläre dabei. Ich habe zuletzt mal ein Gespräch mitbekommen. Stand Marcel und Nico zusammen, beide 20 Jahre alt, Originalgespräch. Hey, Alter! Alter, ich schwöre, ich habe jetzt eine neue Freundin, ey, die ist schon 48 Jahre alt. Boah, Alter, du bist pervers. Überleg mal, wie alt das ist, 48 Jahre, ey, das könnte deine Mutter sein. Originalantwort von Nico, ich weiß so, ist aber deine. Oha, ja. Da stehst du als Lehrer direkt daneben. Ne? Ich sag, Jungs, ich kann super verstehen, dass ihr euch gerne mit Frauengeschichten beschäftigt, aber ihr müsst vielleicht auch mal über andere Sachen nachdenken. Chris als Antwort, was denn für Nachdenken, du Opfer? Und da habe ich gemerkt, stimmt. Wir wissen auch teilweise gar nicht mehr so genau, was das ist, Nachdenken. Ne? Heißt halt, Jungs, Nachdenken, das ist sowas wie Google, nur krasser. So mit dem eigenen Gehirn, müsst ihr mal ausprobieren. Manchmal habe ich echt das Gefühl, so Teile von denen leben in einer eigenen Welt. Ja, letztens zum Beispiel, hatten wir Deutsch, kam der Nico total aufgeregt angerannt. Hey, Schops, musst du gucken, ich schwöre, guck hier. Wenn ich hier mit den Fingern so guck, immer wenn ich hier mit den Fingern so über das alte iPad streiche, dann löst sich der obere Teil von dem Display. Ich sag, Nico, ist kein altes iPad, das ist ein Buch. Aber wenn du mit den Eltern sprichst, weißt du sofort, wo es herkommt. Ne? Elternabend, mach ich mir einen Spaß draus. Setze die Eltern auf die Plätze, wo normalerweise ihre Kinder sitzen, ne? Der Klassiker. Führt regelmäßig zu lautstarken Protesten von dem Kevin seiner Mutter. Die hat nämlich keinen Bock, auf dem Flur zu sitzen. Jetzt muss man zusagen, Kevin ist so ein Typ, wie soll man den beschreiben? Früher hat man immer gesagt, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ne? Kauft sich mittlerweile keine Klamotten mehr von der Firma Diesel, weil er Angst hat, dass er damit demnächst nicht mehr in die Innenstadt darf. Und der stand letztens vor mir und hat sich bei mir beschwert. Hey Schops, wir müssen reden. Meine Freundin ist schwanger. Und du bist schuld. Sag, tickst du doch sauber? Was habe ich damit zu tun? Guckt er mich an und sagt mit dem Brust und der allergrößten Überzeugung. Wer hat denn letztens gesagt, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren? Autsch, ja. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich muss hier weg. Ich halte das nicht mehr aus. Ich brauche Kontrastprogramm. Ich muss auch mal da hingehen dürfen, wo die Schüler nett sind, wo die Schüler nachdenken. Waldorfschule. Oder? Ich meine, an einer Schule, wo die Schüler morgens zur Begrüßung erstmal ihren Namen tanzen, habe ich gedacht, das muss nett sein. Ein Freund von mir, Andreas heißt er, war als Schüler auch auf einer Waldorfschule. Der hat nur leider Gottes so bescheuert getanzt, die meisten seiner Freunde haben bis zum Abi geglaubt, der heißt Renate. Aber ich habe gedacht, probier's aus. Bin ich hin, haben wir so eine Begrüßungsrunde gemacht, uns erstmal kennengelernt. Habe ich auch mal gefragt, was die Eltern so beruflich machen. Und dann habe ich schon gemerkt, da ist ein anderes Klientel unterwegs als bei mir in der alten Schule. Vater vom Julius zum Beispiel, war Chefarzt im Krankenhaus. Vater vom Kai Konstantin hatte eine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Habe ich den Karl Valentin gefragt, was sein Vater so beruflich macht. Hat er ist ein bisschen rumgedruckst, wollte da gar nicht raus mit der Sprache. Hat er immer gesagt, ja, also mein Vater, der arbeitet als Stripper in so einem Nachtclub. Ups, betretenes Schweigen, hinter bin ich zu ihm. Hab gesagt, hör mal zu, tut mir leid, da wusste ich ja nicht, ne? Aber stimmt das, dein Vater wirklich Stripper in einem Nachtclub? Sagt er, nee, eigentlich ist der Videoschiedsrichter in Köln, aber das war mir echt zu peinlich vor den anderen. Hat er nicht ganz unrecht, ne? Aber alles in allem sind mir meine alten Schüler doch lieber ein bisschen bekloppt, aber irgendwie auch ganz cool. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit mal BOJ. Ist das bekannt, was das ist? Abkürzung für Berufsorientierungsjahr. Dann habe ich mal in die Runde gefragt, ob die sich schon überlegt haben, was sie später beruflich machen möchten. Meldete sich der Nico und sagt, Arzt. Ich sag, was? Arzt. Also okay, warum nicht? Sehen wir es positiv, ne? So vom Schriftbild kommt's hin. Hast du denn auch schon eine Idee, was für eine Art Arzt du werden möchtest? Klar, Alter, Hörenarzt. Was? Hörenarzt. Und wenn du nie was verstehst, kannst du gerne erster Patient werden. Ich sag, ich habe das schon verstanden, nur es gibt keinen Hörenarzt, der heißt nicht so. Überleg doch nochmal, wie heißt der Arzt, wo man hingeht, wenn man Probleme mit den Ohren hat? Ah, jetzt weiß ich wieder. Sehr gut, nämlich Urologe. Genau, und wenn man Probleme mit dem Hintern hat, dann geht man zum Archäologen, ja? Ich sag, Freunde, das ist ja furchtbar, das ist ein richtiges Dilemma. Lehrer? Ja, was ist Dilemma?
Und weißt du, Bescheuerte, der weiß nicht, was Dilemma ist. Danke, Kevin. Was ist Dilemma? Ja, Mehrzahl von das Lamm. Ja, genau. Und die Mehrzahl von das Schwein ist Meerschwein. Hm? Ich sag, Dilemma bedeutet, du bist in der Bredouille, in einer Zwickmühle, in einer ausweglosen Situation. Egal, was du machst, es führt definitiv nicht zum gewünschten Resultat. Verstehst du? Nö. Hast du Beispiel? Ja, habe ich Beispiel. Ich sag, stell dir einfach mal vor, du liegst nackt, komplett nackt in deinem Bett. Links neben dir liegt deine Traumfrau. Und die ist auch nackig. Alter. Dilemma ist ein anderes Wort für geil. Nein, geht noch weiter. Der liegt ja nur links neben dir. Rechts neben dir liegt ein Teilnehmer vom Christopher Street Day. Auch nackig. Und der hat ein Auge auf dich geworfen. Hat der Lehrer, willst du mich flachsen? Ist doch klar, für wen ich mich entscheide. Wo ist Dilemma? Er sagt, das Dilemma ist jetzt die Frage, wem von den beiden drehst du deinen Rücken zu? Ja, wie man es dreht und wendet. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht mit der 5. Jahreszeit. Leider ist das nicht immer so schön wie hier bei euch, dass man als Redner so viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Und wie soll ich sagen, ohne zu übertreiben, dass man in die Gesichter der geistigen Elite unseres Landes blickt. Und ich mache mir schon ein paar Jahre Gedanken darum, wenn sich die Welt bisher so sehr verändert hat, wie geht's weiter? Wie sieht's bei uns wohl aus im Jahr 2040? Was mir dazu eingefallen ist, habe ich in einem Krätzchen verarbeitet, habe dafür eine schwarze Trauernase mitgebracht, weil ich leider Gottes relativ düstere Zukunftsvisionen habe. 2040 wird in den Nachrichten gesendet, Koalitionsverhandlungen endlich beendet, neue Regierung zieht alle Register, Willi Herren ist neuer Bildungs- und Boris Becker Finanzminister. Wegen ihrer Wortwahl wurde Andrea Nahles erste Ministerin für Asoziales. Weitere Fachkompetenzen in Sicht? Leider nicht. Die Leverkusener Autobahnbrücke ist endlich saniert. War nur Spaß. Wollen ja nicht übertreiben hier. Erster Pfeiler einbetoniert. Zumindest hätte man ihn beinahe bestellt. Zu wenig Geld. Notdürftig zusammengepflegt. Zum Test Rainer Kallmund darüber geschickt. Bekam man die Brücke noch mal zu Gesicht? Leider nicht. Jubiläumsfeier von Silikon. Michaela Schäfer feiert 100. Brustimplantation. Carmen Geis wurde für 50 Jahre Plastik im Fleisch. Die gelbe Tonne in Gold überreicht. Sophia Wollersheim bei OP, Nippel ab. Entschuldigung, abgenippelt. Reinkarnation ging in die Hose. Wiedergeburt als Tupperdose. War sie wenigstens in dem Zustand ganz dicht? Leider nicht. Aus England haben wir vernommen, Prinz Harry hat einen Sohn bekommen. Der Klein wurde unter Komplikationen geboren, hing im Geburtskanal fest, Großvaters Ohren. Probleme beim Austritt in England bekannt. Drum haben sie das Kind Little Brexit genannt. Gingen die Sailing Ears wieder fort? Leider not. Das ist eine englische Strophe. Florian hat mit Helene Schluss gemacht. Jetzt rennt die mit dem Rollator atemlos durch die Nacht. Auch die Geissens mussten sich trennen, das dachte ich nie. Robert wurde krank, Silikonallergie. Selbst Boris und Lilly sind nicht mehr ein Paar. In der Nachbarschaft so viele Kinder mit Fussi im Haar. Hatten die Pens wenigstens Mutters Gesicht? Eine Nachricht haben wir mit Freude vernommen. Bayer Leverkusen hat endlich einen Titel gewonnen. Im Saisonfinale strotzten sie vor Kraft. Gewannen gegen Schlebusch die Stadtmeisterschaft.
Der FC erreichte durch einen knappen Sieg den ersten Titel in der Champions League. Glaubt ihr, dass das der Wahrheit entspricht? Letzte Strophe. Sprachwissenschaftler haben entdeckt, dass viele alte Lieder politisch unkorrekt. Du schwarzer Zigeuner, singt man nicht mehr. Das Lied heißt jetzt bei Dunkelheit schwer zu erkennender Rotationseuropäer. Ein anderes Lied wurde für junge Moslems aufgepeppt. Statt kein Schwein ruft mich an, heiset kein Lamm schreibt WhatsApp. Nur 2 Wörter pro Stunde, der ganze Klav. Kölle Allah. Vielen herzlichen Dank, das war sehr, sehr schön bei euch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Sitzung, einen wunderschönen Rosenmontag. Feiert schön, macht's gut. Tschüss zusammen. Lieben Martin, du siehst, all sind abgestanden. Nimm den Orden des Festkomitees entgegen und von deinen Freunden im Saal. Dreimal von Hetze, Köln. Martin Schops. WDR. Herzlichen Dank, Marit Jod. Und jetzt dürfen Sie raten, wen ich jetzt ankündigen darf, nämlich die musikalischen Botschafter weit über die Grenzen von Köln hinaus. 6 Buchstaben, H-Ö-H-N-E-R, die Hühner. Wir wünschen euch alle wunderschöne Fastelavond zusammen, Janus! Sissi! Und damit auch schon genug der Worte. Lass mal das machen, was man lebst und Musik! Wir sind für die Liebe gemacht, heute Nacht, und du hast das Feuer entfacht, heute Nacht, hey! Am ersten Tag, da schuf der Herr den Himmel und die Erde. Am zweiten Tag, da sagte er ganz laut, es werde Licht. Pflanzen, Bäume und das Meer, Sonne, Mond und Sterne. Millionen Jahre später, doch erschuf er dich und mich. Ja, 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 erschuf er dich und mich. Ja, 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 erschuf er dich und mich. Dich und mich. Wir sind für die Liebe gemacht. Heute Nacht, und du hast das Feuer entfacht. Heute Nacht, sie ist wunderbar, sie ist für uns da, weil wir beide uns so gut verstehen. Ohne Liebe wär das Leben halb so schön. Liebe ist ein Phänomen, man kann sie nicht erklären. Man fühlt sie nur am ganzen Leib, doch sehen kann man sie nicht. Freude, Schmerz und Glück und Pech, man kann sich gar nicht wehren. Für die Liebe schuf der Herr eben dich und mich. Ja, 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 er schuf dich und mich. Ja, 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 er schuf dich und mich. Dich und mich. Wir sind für die Liebe gemacht. Heute Nacht. Und du hast das Feuer entfacht. Heute Nacht, sie ist wunderbar, sie ist für uns da, weil wir beide uns so gut verstehen. Ohne Liebe wär das Leben halb so schön. Die Erde braucht den Regen, die Pflanzen brauchen Licht. Der Himmel braucht die Sterne.
hast das Feuer entfacht. Wir sind für die Liebe gemacht, heute Nacht, und du hast das Feuer entfacht, heute Nacht. Sie ist wunderbar, sie ist für uns da, weil wir beide uns so gut verstehen. Ohne Liebe wär das Leben halt so schön. Hey! Kommen wir nochmal zusammen? Wir sind für die Liebe. Und du hast das Feuer entfacht. Sie ist wunderbar, sie ist für uns da, weil wir beide uns so gut verstehen. Ohne Liebe wär das Leben halt so schön. Hey! Die Faut Dance Company, meine Damen und Herren, Dankeschön! Ja, liebe Freunde, was für ein fantastischer Auftritt von unseren Hühnern! Ja, liebe Freunde, zu einer kölschen Sitzung gehören Tanzgruppen und Traditionschors. Und hück ob jetzt Rocke sind wir mit einem Traditionschor, und zwar dem Traditionschor, das in dieser Session das Kölner Dreigestirn stellt. Es ist die Nippeser Bürgerwehr, und ich übergebe das Wort an den Kommandanten. Lieben Markus, du hast das Wort. Schönen Dank, Herr Präsident. Die Nippeser Bürgerwehr ist abgetrocknet, ein bisschen Spaß und Freude in der Saal zu tun und ein dummer traditionsgemäß Zets mit kölsche Tönen in Orange und Wies. Ihr spielt vom Stabsmusikzug der Bürgerwehr unter der Leitung von Walter Clemens und André Schneider, junge Lotjon. Bürgerwehr aufgepasst, zu ihr von all den Fastelovensjäcke hin, im herrlich geschmückte Jötzenich. Er war ganz besonders für den Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, wird jetzt präsentiert. Präsentiert hat die Wehr. Das hier wäre ob die Schulter und stell dir uns up zum Ärztedenz hier. Wache, Tanz! Die Küche, die mischt, bei uns in der Küche und setzt sich mitten auf der Tisch. Die mischt. Was will die Küche? Ein Fisch in
Markus, herzlichen Dank. Liebe Freunde, das ist das Richtige, was zu einer kölschen Sitzung gehört. Traditionschörer und Hück, die Nippeser Bürgerwehr. Ich darf euch jetzt vorstellen, als Marie, nämlich die Christina Pohl. Schmiest das Mädchen rob. Ein duftender Gruß und ein Bützchen. Ja, liebe Freunde, aber was wäre eine Tanzmarie ohne ihre Jungen, ohne der Tanzoffizier? Ich darf euch vorstellen, der Patrick Carolus. Und da muss man jetzt Besonderes sagen, Hück. Lieben Patrick, kommen Sie her, du kriegst natürlich auch die Orde. Ja, und das ist manchmal im Karneval, ist es Lache und es Krieche ein bisschen bei Ihnen. Den Aschermittwoch hört er auf nach 10 Jahren Tanzoffizier bei der Nippeser Bürgerwehr. Und an dieser Stelle trecken wir uns der Zylinder und sagen, Jans Kölle, sehr danke, lieber Patrick. Lassen wir ausrufen auf die Nippeser Bürgerwehr und auf den Patrick, drehen wir von Hetze, Kölle! Nippeser Bürgerwehr! Patrick Carolus! Herzlichen Dank! Liebe Freunde, Karneval heißt zum einen Tradition, aber man kann nicht auf einer Stelle stehen bleiben, sondern man muss auch Fortschritt zeigen. Deswegen gibt es in Köln ganz viele neue Veranstaltungen, auch auf der einen Seite Karnevalspartys für Junglück und auf der anderen Seite Nostalgiesitzungen, Flüstersitzungen. Und ich darf euch jetzt eine ankündigen, ein Klimpermensch, der kann nicht nur auf der Quetsch spielen, sondern er ist ein hervorragender Redner der leisen Töne. Hier ist er, Thomas Küpper. Hochverehrte Festversammlung, liebe Damen und Herren, Sie glauben ja nicht, was ich froh bin, dass ich hier bin. Fastelovend. Gott sei Dank. Ich bin immer froh, wenn die Tage vorbei sind, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, obwohl, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man früher noch abklärt, wer die Schwiegermutter nimmt, da kann der heilige Abend ganz nett werden. Ne? Wir treffen uns dafür immer am Totensonntag. Ja, da können wir immer auf der Tisch. Da sind Nieten drin und die Schwiegermutter. Und wer die zieht, der Kritze, hillig offen. Wir hatten sie. Eingeladen nachmittags für den Kaffee, so gegen 4, halb 5, erfolgte die Zustellung um 12:13 Uhr.
mit den Worten, tut es so, als wenn ich ja nicht da wäre, zog sie ein. Und ich hab das dann gemacht. Jetzt wurde nicht 3:30, 3:45, wurde meine Frau jetzt kribbelig und nervös. Und da sagt sie, jetzt könntest du ihr den Mantel aber langsam mal abnehmen. Ja? Mal einen Stuhl anbieten. Aber da war die Weihnachtsstimmung schon so ein bisschen verrutscht. Und jetzt hatten meine Frau und ich auch noch abgesprochen, wir schenken uns nix. Und bei Männern ist nix. Ja. Bei Frauen ist nix eine Kleinigkeit. Ja. Und so bin ich dann an einen Schrittzähler gekommen. Ja. Eine Bewegungsmelder hätte er auch getan. Ja, ist gut. Nun, irgendwann kam dann natürlich die Wortmeldung von Seiten meines Altargeschenkes. Ich hätte mich schon über eine Kleinigkeit auch gefreut. Ich sag, rächt dich um Gottes Willen nicht ab. Ich mache es an der Schwiegermutter all wieder gut. Für die hatte ich nämlich einen Gutschein besorgt. Hey, beim Bestattungshaus Kuckelkorn. Ja, und wie sie dann gesehen hat, dass der auf 14 Tage befristet war. Liebe Gott. Aber wissen Sie, wie wir das mit der Schwiegermutter wieder in der Reihe gekriegt haben? Lasst Blumen sprechen. Und da möchte ich mit euch, ich habe gemerkt, ihr seid sangesfroh, das erste Liedchen singen, damit ich das Rätsel auch auflöse. Warum hat das Klimpermenschen die Quetsch an? Viele denken, um das Gleichgewicht zu halten, da hätte ich sie einfach um Rücken, ja. Nee, ich möchte mit euch von Hetze, mir schenke der Aal ein paar Blümchen. Ja, du kannst ruhig anfangen, ich hol dich in. In ganze Veedel ist die Aalfrau Schmitz bekannt. Sie weht von allen nur et Schmitzebill genannt. Sie hätt nicht viel, ist nicht besonders rich und hätt noch lang nicht jede Mittag Fleisch um dich. Nur ein Teil jedet, wo sie Freund dran hätt, das sind die Blümchen ob ihrem Finsterbrett. Mir schenke der Aal ein paar Blümchen, ein paar Blümchen für ihr Finsterbrett. Mir schenke ihr ein paar Blümchen, denn die Aal, Frau Spitz, die ist so nett. Mir schenke der Aal ein paar Blümchen, ein paar Blümchen für ihr Finsterbrett. Mir schenke ihr ein paar Blümchen, denn die Aal, Frau Spitz, die ist so nett. Meine sehr geschätzten Damen, liebe Herren, muss das ja sagen, mir gefällt das jetzt hier so, diese Zusammensitzung. Kennen Sie das? Frauen und Männer, alle zusammen, Jüngere und welche, die schon was länger da sind. Das gibt es auch einzeln. Es gibt so Damensitzungen und Herrensitzungen, ja. Die Damensitzungen fangen immer mit einer Kindertanzgruppe an. Bei den Herren, da sind die Mädchen schon was älter und brauchen sich auch nicht mehr so warm anzuziehen. Singen und lachen, meine Damen und Herren, das ist das Schönste, was man tun kann. Gelacht haben wir jetzt. Jetzt wird gesungen. Und zwar von ganzem Hetze jene Potpourri mit wunderschönen Melodien von Ostermann und so. Und das erste Lied
möchte ich gerne den netten Damen hier im Saale widmen. Und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien, dann muss es am Rheine geboren sein. Ja, und dann hast du eine Frau vom Duffesbach. Ne? Ja. Man kann das Motto ändern. Und triffst du im Leben die Frau deiner Wahl, Geld musst du haben, der Fluss ist egal. Lass wir zusammen singen. Und soll dich im Leben ein Mädel mal freien, ja, da muss es am Rhein nur geboren sein. Und soll ich im Leben ein Mädel mal freien, ja, da muss es am Rhein nur geboren sein. In der Kajers Nummer 0 steht ein Steinarschol und da haben wir drin studiert. Unser Lehrer, der ist Weltsprache und verfälschtes Kölsch, da haben wir beigelehrt. Und da haben wir wieder hin und her verlat, da haben wir zu dem Lehrer gesagt, nee, nee, das wissen wir nicht wie, ganz bestimmt nicht wie, das haben wir nicht studiert. Denn wir waren beim Lehrer Welsch in der Klasse, da haben wir so jetzt nicht gelehrt. 3 mal 0 ist 0, blieb 0, wir waren in der Geiers in der Schule. Denn wir waren in der Geiers in der Schule. Och, was war das früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz genießt normale Koberstinn, wenn der Winter Ärm in Ärm nimmer Polonia, still vor Jüdisch und Heimweg an so Knutsche fing. La 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 la, einmal am Rhein und dann zu zweit alleine sein. Einmal am Rhein, ein Gläschen Wein im Mondenschein. Einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist dein, es lacht der Mund zu jeder Stund. Das kranke Herz, es wird gesund. Komm, ich lade dich ein. Einmal zum Rhein. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich han, und das liegt mir im Sinn, min Mutter sprach noch nicht verloren. Da ist jetzt, wo ich stolz drauf bin, wenn ich so an min Heimat denke und sind dort so firmer stand, möcht ich direkt ob heim am Schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln, ja, möcht ich direkt ob heim am Schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln.
liebe Freunde, et Klimpermensche, herzlichen Dank unserem Thomas Küpper. Dreimal von Hetze Kölle. Thomas Küpper, Festkomitee. Herzlichen Dank, Marit Jod. Sie sind die Mutter aller kölschen Bands und ich würde mal sagen, unsere kölsche Sprach jövet ja nimi, wenn es diese Gruppe nicht gäbe, nämlich die Blackfoes. Gut, bevor wir den ersten Ton singen, würde ich ganz gerne hier zwei relativ neue Gesichter vorstellen wollen. Zu meiner Linken, von euch rechts, der Pitt Hupperton. Und dieser nette junge Mann, der spielt seine zweite Session bei uns jetzt hier, Mirko Bäumer. Schönen guten Abend zusammen. Und weil es die zweite ist, darf ich auch direkt das erste Lied singen. Du kannst anfangen, wenn du möchtest. Kein und Problem. tun wir um diese Uhrzeit nochmal was für unsere Gesundheit und trinken wir alle gemeinsam ein Wasser. Das beste Wasser der Welt, das Wasser von Köln. Funktioniert immer besonders gut, wenn alle mittrinken. Seid ihr dabei? Aha, versprochen hier. Okay. Oliver Jagd, gib uns Wasser. Denn Jans Köln hält durch. Oliver Jagd, gib uns Wasser und hilf uns in der Not. Pass auf, geht los! Mijn Blumen lassen alles hängen. Wer hilft in der Blut? De Wellen sind, es ist wie Eck am Schengen. Der Jung hält sich so gut. Und so viel Schande over Ding. Unsere keine Ton. De Waschmaschine, ich bin total verrückt. Unten hält der Minschall gut. Mein Film entwickel ich abends im Ring. Und geht ja so, dann da ist alles hin. Und wenn wir abends so dort dünn schießt haben, wir glühen Finger dran. Oh, das Wasser von Köln. Jo, jo, schmeckt so jo. Das Wasser von Köln ist jo. Jo, jo, das ist so jo. Das Wasser von Köln, Wasser von Köln, das Wasser von Köln ist jo. Oliver Jo, gib uns Wasser, denn ganz Köln hält durch. Oliver Jo, gib uns Wasser. Die sind schwer am Kommen. Oh Herr, was geht das wie? Und der Hausfahrer hat so genommen. Da hilft gebüschelt wie. Alle Wasserrühre sind total verstummt. Die Tröpfe für sich hin. Und Kaffeeschänder, dieser Öl voller Not. Wie könnte er da rennen? Uns Feuerwehr ist bestimmt nicht schlecht. Doch wenn sie löscht, Jung, der brennt jetzt recht. Oh Herr, du ne Wunder überlegt dir. Das ist immer morgen von Dinger Tür. Das Wasser von Köln ist jo. Das Wasser von Köln ist jo. Jetzt hat die Runkel, die ganze Stu. Das Wasser von Köln, Wasser von Köln. Das Wasser von Köln ist jo. Oliver Jo, gib uns Wasser, denn ganz Köln hält durch. Oliver Jo, gib uns Wasser, und hilf uns in der Nacht. Wasser von Köln, Wasser von Köln, ja, das Wasser von Köln ist jo. Wir sind noch nicht fertig, wir wollen euch bitte noch einmal hören. Aus voller Brust! Oliver Jo!
für uns. Helf uns in Not. Vielen Dank, ihr Lieben! Herzlichen Dank bei der Blackfoes. Und wie kann man sich am besten bei den 7 tollen Musikern bedanken? Auf uns Föß, Dreimer von Hetze, Kölle, Blackfoes, WDR. Herzlichen Dank, Madet Jod. Liebe Freunde, seit über 25 Jahren steht er auf der Bühne. Ja, wie soll man ihn ankündigen? Er ist ein Entertainer besonderer Güte. Hier ist Bernd Stelter. Einen schönen guten Abend, wie geht's euch? Na natürlich, Rosenmontag in Gürzenich, da muss es einem gut gehen, ne? Toll seht ihr aus, klasse kostümiert, wunderbar. Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Am Anfang, wie immer, ein kleiner Jahresrückblick, was ist im letzten Jahr so los gewesen? Naja, das Jahr 2017, da gibt's nicht so viel zu erzählen. Wir hatten wieder keinen Sommer und wir durften mal wieder wählen. Der FC ohne Modeste, aber so viele Talente. Die spielen so stark, dass man dem Gegner erstmal 10 Punkte Vorsprung gönnte. Und was man ansonsten noch erzählen könnte. Regierungschaos bei CDU, FDP und den Genossen. Nur die Diätenerhöhung, die haben sie reibungslos beschlossen. Das war doch wunderbar. In diesem Jahr der Türkei-Tourismus schwächelt, weil die Deutschen ja stornieren. Jetzt muss Erdogan mit dem Handtuch keine Liege mehr reservieren, der liegt alleine da in Antalya. Weiß jemand von euch, wie viele Klagen wegen Beleidigung der Recep Erdogan im Moment so anhängig hat? Wie viele Leute weltweit er wegen Präsidentenbeleidigung verklagt hat? Ich kenne nur die Zahl von heute Morgen. Wahrscheinlich sind es jetzt schon wieder mehr. Heute Morgen waren es 2000 Klagen wegen Beleidigung. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Erdogan selbst ist eine Beleidigung für das Wort Demokratie und das ist wirklich wahr. In diesem Jahr. Und wo wir gerade bei Auslandsreisen sind, Weihnachten unter Palmen, das hat ein Freund von mir versucht. Dann traf ich ihn nachts im Dom. Er hatte Air Berlin gebucht, das war doch wunderbar. In diesem Jahr. Und in Berlin fand auch die skurrilste Geschichte statt. In Plötzensee wurde durchgezählt. 7 Knackis nicht mehr hier. Das war ja auch eine Scheißidee. Im Knast ein Tag der offenen Tür, das war doch wunderbar. In diesem Jahr. Einen habe ich noch. In Nordkorea regiert ein Irrer. Und Donald Trump, der bleibt plemplem. Ach ja, und ohne Holland fahren wir zur WM, das wird doch wunderbar. In diesem Jahr. Ja. Ich habe eine jecke Zahl für euch. 11 mal 11. 121 Tage sind vergangen, seitdem wir gewählt haben. Und, haben wir eine Regierung? Brauchen wir eine? Fällt überhaupt nicht auf, oder? Es fällt überhaupt nicht auf. Ich will ganz ehrlich sein, Jamaika, ja? Jamaika, das hätte mich gereizt. Hätte mich gereizt. Ich war mal auf Jamaika, sehr cool da. Wetter viel besser als hier. Überall am Straßenrand stehen Stände. Da verkaufen wunderschöne Jamaikanerinnen Rumpunsch. Am frühen Morgen schon. Nachmittags sind die alle breit. Tolles Land, super. Hat nicht geklappt. Obwohl der Lindner hat ja noch gesagt, er wäre zu einer Regierungsbeteiligung bereit gewesen, aber nur ohne Frau Merkel. Hä? Hä? Wie soll das denn gehen? Jamaika ohne Merkel, das wäre dann ja No woman, no cry.
No woman, no cry, near the government yard, and no woman, no cry. No woman, no cry. Do you remember when they used to sit near the government bei Sondierung? CDU, FDP und die Grünen. Dann kam die große Spaßverlierung. Dass das nicht klappen konnte, das war mir sonnenklar. So geht Jamaika nicht. No Reggae Music und kein Jamaika Rum. Und überhaupt nicht gekifft. No woman, no cry. No woman, no cry. Near the government yard, and no woman, no cry. Jamaika vorbei. Ja. Aber hier Fernsehsitzung der ARD im Gürzenich. Das heißt 1336 hochintelligente Menschen, allen IQ von über 150, alle universell gebildet. Da kann ich euch fragen, warum ist das denn schiefgegangen? Warum hat das nicht geklappt mit Jamaika? Was meinen Sie? War es die FDP? War es der Lindner? Ja, ich meine, der Lindner, das war der aufstrebende Stern am Politikhimmel und jetzt jede Woche in den Umfragen 1% nach unten geknüppelt. Aber das wissen wir noch aus der Fernsehwerbung. Jamaika macht das Würstchen. Ja. Was macht er jetzt, der Lindner? Ich habe keine Ahnung. Was macht er? Geht er wieder seinem normalen Beruf nach? Und wissen Sie, was der normale Beruf von Christian Lindner ist? Wissen Sie nicht? Ich weiß es. Er ist ein Model und er sieht gut aus. Wenn er im Porsche durch die Gegend braust. Und ist er in die Radarfalle reingedröhnt. Macht nichts an Schwarz-Weiß-Fotos, sehr gewöhnt. Aber ich muss mich zuerst entschuldigen. Ja? Ich habe ja eben in den Saal geschaut. Und ich habe es gesehen, es sind wirklich so unglaublich schöne Frauen hier. Deswegen möchte ich von vornherein eins klarstellen, nicht, dass ich da missverstanden werde. Ich habe nichts gegen Models. Wahrscheinlich sitzen mir gerade 7 oder 12 gegenüber. Ne? Ich habe nichts gegen Models. Sie sehen fantastisch aus. Ich bin auch sehr hübsch. Ja, nicht haha. Ich habe gestern noch meine Frau gefragt. Ich habe gesagt, Schatz, könnte ich auch ein Model sein? Und meine Frau hat zu mir gesagt, Liebling, du könntest 2 Models sein. So, ja, so. Ich meine, wir hatten ja vor der Bundestagswahl noch die Landtagswahl in NRW. Herr Laschet wird sich mit Mühe erinnern können, glaube ich. Ne? Und da konnten wir uns an die Schwarz-Weiß-Fotos von Christian Lindner schon erinnern. Wir hatten bei uns im Dorf am Kreisverkehr ein riesengroßes Großflächenplakat von Christian Lindner in Schwarz-Weiß. Er sah klasse aus, klasse. Weißes Hemd offen, das Haar nach hinten, der Blick ins Unendliche gerichtet. Ich fühlte mich so ein bisschen an das Kinoplakat von James Dean in Giganten erinnert. Und oben drüber war der Wahlkampfslogan der FDP für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Kann sich noch jemand an den Wahlkampfslogan von Christian Lindner bei der Landtagswahl erinnern? Ich habe extra nachgeschaut, ich habe extra noch mal genau geguckt, dass ich hier Blödsinn erzähle. Über dem Kopf von Christian Lindner stand tatsächlich, nichts tun ist Machtmissbrauch. Oder war es die CSU? War es die CSU? Die CSU war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Seehofer gegen Söder, Söder gegen Dobrindt, alle gegen jeden. Und ich meine, das wissen wir noch aus der Pubertät, oder? Wenn du gerade intensiv mit dir selbst beschäftigt bist und dann kommt die Mutti rein, das ist aber auch ein blödes Gefühl. Das ist so, ja. Und der Seehofer, tut mir leid, dem haben sie übel mitgespielt. Ne, arme Kerl. Du hast gemeint, der Feind wäre die SPD, Schulz und Nahles und Herr Eude Schröder. Du hast keinen Stuhl unterm Arsch mehr und das tut weh. Und Schuld war nicht der Schulz, sondern der Söder.
das passiert so. Hat der Söder dich jetzt rasiert schon? Dabei warst du doch noch so fito. Jetzt musst einsehen, es ist finito. Das passiert schon. Haben sie dich auf Bayerisch pensioniert schon? Geld seh hoch, das kapierst schon. Jetzt sitzt du daheim beim Bier schon. Es ist finito. Was hätte die Frau Merkel für Chancen gehabt? Den Lindner an der einen Seite, das blonde Model, auf der anderen Seite der große, schlanke, südländische Typ, Cem Özdemir. Das haben wir schon fast wieder vergessen. Aber hätte Jamaika geklappt, dann wäre Cem Özdemir jetzt deutscher Außenminister. Stellen Sie sich vor, der deutsche Außenminister Cem Özdemir zur ersten Auslandsreise aufgebrochen, zum Erdogan in die Türkei. Rückflug in circa 4 Jahren, das wäre Party gewesen, ja? Das wäre alles möglich. Es wäre alles möglich gewesen. Sie hätte Lindner haben können und Özdemir, was hat sie jetzt? Schulz. Schulz. Meine Frau hat heute Morgen noch gefragt, sag mal, verstehst du das überhaupt noch? Was ist denn da los? Sondierung und Koalition und Parteitagsbeschluss und Mitgliederbefragung, ich verstehe gar nichts mehr. Und da habe ich gesagt, Schatz, ich erkläre es mal ganz in Ruhe, es sieht folgendermaßen aus. Ja, der Vorstand der Genossen hat es seinerzeit beschlossen, Sondierungen abgesegnet und damit den Weg geebnet, rote Linien abzustecken, mit den Schwarzen mal zu checken, ob denn wohl mit der Partei noch mal eine GroKo möglich sei. Ja, eine GroKo wäre möglich, aber vorher wäre es nötig, mit den Fäusten den geballten Parteitag abzuhalten. Da beschlossen die Genossen, wenn auch nicht gerade geschlossen, während Monate verrinnen, jetzt Gespräche zu beginnen. Gibt's da ein Erfolgserlebnis und die finden ein Ergebnis, wird man Mitglieder befragen, die wahrscheinlich, och nö, sagen. Und dann kommt die Qual der Qualen, es gibt doch wieder Neuwahlen. Es sei denn, Lindner fragt dann heiter, geht's jetzt mit Jamaika weiter? La 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 la. Aber das Schöne ist doch, wenn ich an die Politik in Deutschland denke, dann setze ich mich aufs Sofa, dann weine ich ein bisschen und fertig. Wenn ich an die Politik in Amerika denke, dann kriege ich's kalte Grausen. Und Freunde, Amerika, die USA, das war immer mein Land. Als ich jung war, damals, ist lange her, da war Amerika mein Land. Da wollte ich mit der Harley Davidson die Route 66 fahren, von Ost nach West. Wenn wir am Lagerfeuer gesessen haben, dann haben wir Lieder gesungen von Pete Seeger, von Bob Dylan, von Joan Baez. Wenn ich heute an Amerika denke, dann singe ich immer: Du warst mein Land von Cowboys und Indianern. Du warst Martin Luther King und Kennedy. Du warst Hollywood mit Happy End und Drama. Und Johnny Cash aus Nashville, Tennessee. Heute trau ich meinen Augen kaum. American Dream aus der Traum. Den Klimavertrag habt ihr glatt entsorgt. Obwohl es längst höchste Zeit ist, baut ihr Mauern auf und Freiheit ist nur noch eine Statue am Hafen von New York. Good morning America, how are you? Was bei euch jetzt los ist, das ist der Beweis. Big Mac und Cola sind fürs Hirn eine Gefahr und in 4 Jahren wählt ihr noch mal den gleichen Scheiß. Ja. Ich möchte nur noch mal kurz rekapitulieren, was Donald J. Trump allein in den letzten 4 Wochen getwittert hat. Also nur im letzten Monat hat er über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gegeben, dass er erstens einen größeren hat als Kim Jong-un, gut, davon war ich mal so weit ausgegangen, dass er zweitens, es ist ein Zitat, ein stabiles Genie ist und dass drittens 6 Länder auf unserem schönen Planeten Dreckslöcher sind. Und das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich möchte von Donald Trump nur einen einzigen Tweet lesen. Ich möchte nur von ihm erfahren, wie tief haben Sie ihm damals eigentlich ins Gehirn gebohrt, als Sie ihm das Meerschweinchen auf der Schädelplatte festgedübelt haben. Da muss doch irgendwas schiefgegangen sein. Aber wie immer hat alles auch seine guten Seiten. Seitdem Donald Trump, seitdem dieser blond tupierte Trapper vom Fähnlein Fieselschweif
Präsident der Vereinigten Staaten ist, seitdem hat sich die Liste der Länder, wo man gerne investiert, komplett umgedreht. Im letzten Jahr waren die USA noch an Platz 1 und plötzlich in diesem Jahr nur noch an Platz 6. Und was meint ihr, wer in dieser Liste der Länder, wo man international am liebsten investiert, ganz vorne ist? Kaum zu glauben, aber es ist so. Es gibt da dieses Ländchen mit so lustigen Menschen zwischen Alpen und der Waderkant. Das mag man in Tunesien, selbst in Indonesien hängt Schloss Neuschwanstein an der Wand. Es wurde bekannt gegeben, beliebstes Land ist eben unsere kleine Republik. Jeder investiert doch gerne in Husum und in Herne, nur wer hat das nicht mitgekriegt? Wir Deutschen sind die Eins im Autobau und wir Deutschen stellen die Autos dann in Stau. Wir Deutschen haben ein freundliches Gesicht und wir Deutschen können die Rettungsgasse nicht. Wir Deutschen sind charmant zu allen Frauen und wir Deutschen können keinen Flugplatz bauen. Wir Deutschen, wir sind intellektuell und wir gucken Dschungelcamp auf RTL. Wir Deutschen haben auf Schrebergarten Lust und wir Deutschen essen Printen im August. Wir Deutschen, wir drängeln immer dreister und wir Deutschen werden Fußball-Weltmeister. Das wäre dann nach 1962 das erste Mal, dass wieder ein Land seinen Titel verteidigen kann, aber die Chancen stehen gut. Die Chancen stehen sogar sehr gut und der Grund ist ganz einfach. 11 kleine Italiener, die träumten vom Fußballspiel in Moskau und St. Petersburg, denn die WM, das war ihr Ziel. Dann kamen 11 kleine Schweden, warfen sie aus dem Pokal. 4 Wochen Urlaub in Italien ist für andere schick und fein, doch 11 kleine Italiener würden gern in Russland sein. 11 kleine Italiener haben jetzt ein neues Ziel. Luden 11 kleine Niederländer ein nach Rom zum Freundschaftsspiel. Ja. Und wir hatten ein wunderbares Jubiläum. Das iPhone ist 10 Jahre alt geworden, hätten Sie das gedacht? Wir haben das Ding erst 10 Jahre. Und unsere Kids sind schon nicht mal mehr in der Lage, ohne Google Maps eine Bushaltestelle zu finden. Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung hat bekannt gegeben, dass 20% der deutschen Jugendlichen nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen, weil sie nur noch zu Hause sitzen, auf ihrem iPhone rumdatteln. 20%! Das ist viel. Die SPD hat nur 19. Ja? 20% der Jugendlichen. Es gibt 13-jährige Jugendliche, die haben in ihrem ganzen Leben noch kein Tageslicht gesehen. Die wachsen auf wie die Wiesenhofhähnchen. Aber liebe Eltern pubertierender Kinder, bitte nehmt euren Kindern das Smartphone nicht weg. Bitte nehmt den Kindern das Smartphone nicht weg. Nehmt die Ladestation und genießt die wachsende Panik in den Augen eurer Kinder. Es ist viel lustiger. Und wenn die so 3-4 Wochen keinen Saft haben, dann erleben die eine Jugend wie wir damals. Also bei mir speziell war es so. Wenn ich zurückdenke an das Jahr, als ich so 13, 14, 15 war, das Telefon, das war lindgrün. Man konnte es nicht, wer weiß wohin ziehen, weil es an einem Kabel hing. Im Internet waren wir nie. Wir waren draußen, hatten aufgeschlagene Knie. Wir haben stundenlang gekickt, den Fahrradschlauch noch selbst geflickt, die Kumpels nicht nur angeklickt. Wir sahen gern Morg vom Org, hatten Pinnwände aus Kork und da hingen Fotos dran, das war unser Instagram. eBay gab es noch nicht, dafür Sperrmüll monatlich. Amazon war analog und hieß Quelle Katalog. Wir waren nicht tätowiert, haben keine Wände voll geschmiert. Und wenn doch, irgendwie stimmte die Orthographie. Jetzt kommt die Herren-Oberbekleidungsstrophe. Da werden sich einige Männer in meinem Alter wiederfinden. Ne neue Jeans sah auch neu aus, oben guckt kein Schlüpfer raus. Meine erkannte man daran, unten hing ein Glöckchen dran.
Das war die Original-Jinglers von C&A. Und wenn deine Jeanshose auf dem Schulhof dieses Geräusch verursacht hat, dann warst du das absolute Mobbing-Opfer auf jedem Schulhof. Zum Glück gab es damals das Wörtchen Mobbing-Opfer noch nicht. So Mädels, jetzt kommt die erotische Strophe. Klammerblues, Flaschen drehen und dann willst du mit mir gehen. Das klingt lustig, aber wahr, wir kamen ohne Parship klar. Wie hieß nochmal dieses pürierte Zeug, das meine Frau mir immer aufs Frühstücksbrötchen stellt? Smoothie hieß Apfelmus, YouTube-Star war kein Beruf. Und bevor mich einer fragt, Pokémon hieß Schnitzeljagd. Und die letzte Strophe singen wir alle zusammen. Ihr kennt den Text. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Vielen Dank, Sie waren wunderbar. Feiert schön. Tschüss zusammen. Lieber Bernd, nimm den Orden des Festkomitees entgegen. Drehmer von Hetze, Köln. Bernd Stelter, WDR. Herzlichen Dank, Martiot. Dann darf ich jetzt ankündigen, Catch Baloo! Hallo zusammen, geht's euch gut? Vielen Dank für den herzlichen Empfang. So, wir kommen zu unserer neuen Sessionsnummer und wir alle feiern das Leben. Genauso muss das auch sein, denn keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir dafür noch haben. Mir fehlen Level! 2, 1, 2, 3, oh! Dansen wir auf de Dächer und nur uns der Sonnenaufgang an. Denn ich seh bis auf uns und die Sonne und uns stehen. Mein Gitarre und den Stimmen sind die schönste Sinfonie. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das will uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren. Wir schwimmen im Meer aus Endorphin und Melancholie. Bilder aus aller Geschichte vergessen wir nie. Als Träume noch Zukunftsmusik war jeder Tag Revolution. Immer all in, rien ne va plus. Wir leben unsere Traum. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das will uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren.
einmal alle eure Hände. Wo sind sie? Jawohl! Oh, oh, oh. Wunderschön! Das hier kann uns keiner nehmen. 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 Wir feiern Leben, das hält uns zusammen, das will uns keiner nehmen. Wir feiern Leben, das will niemals feiern. Wir feiern Leben, das hält uns zusammen, das will uns keiner nehmen. Wir feiern Leben, das will niemals feiern. Ja, liebe Freunde, wenn Cat Ballou auf der Bühne steht, steht dann die Welt still. Und es gibt kein Wort, was man zu denen sagen kann, außer, dass es 4 Könige sind. Cat Ballou! Auf Cat Ballou, dreh mal von Hetze, Köln! Cat Ballou! WDR! Herzlichen Dank, tschüss! Und wir dürfen jetzt Ihnen präsentieren die Luftflotte.
und jetzt können sich mal die ganzen Mädels hier zum Elberatstisch umdrehen. Da bekommt ihr alle noch einen duftenden Gruß. Und der Simon, der nimmt hier eine Bügelorden mit. Dann wollen wir Sie verabschieden, unsere Luftflotte mit Dreimer von Hetze, Kölle! Luftflotte! WDR! Herzlichen Dank und Abmarsch! Liebe Freunde, seit über 35 Jahren schenken Sie uns tolle Lieder und sie werden immer jünger und dynamischer. Hier sind die Paveier! So, wir haben gehört, hier hätten sich heute die besten und die heißesten Tänzer der Stadt versammelt. Ist das so? Das wollen wir sehen. Und wir haben genau das richtige Lied dabei. Hier kommt die Liebe auf den ersten Blick. Hey! Schau mir in die Augen, Kleines, kennen wir uns nicht? Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Erinnerst du dich nicht? Das Schicksal hat es heute wirklich gut mit uns gemeint. Aus Liebe hab ich schon so oft geweint. Denn wir Männer sind nicht gern alleine. Drum sind wir Männer manchmal kleine Schweine. Manchmal. Denk nicht heute schon an morgen, denn das Leben wie ihr könnt. Denn wer weiß denn schon am Morgen, liegt die Uhr jetzt anders dick. Tränen lügen, ich mein Darling. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Hey! Warum machst du es dir so schwer? Es ist doch grad so schön. Dieser Abend sollte für uns nie zu Ende gehen. Manchmal ist die Liebe eine kleine Sünde wert, auch wenn ihr Frauen das nicht gerne hört. Denn auch Frauen sind nicht gern alleine, drum lieben sie auch manchmal kleine Schweine. Ja, ja, denk nicht heute schon am Morgen, denn das Leben wie ihr könnt. Denn wer weiß denn schon am Morgen, liegt die Uhr jetzt anders dick. Tränen lügen, ich mein Darling. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Denk nicht heute schon am Morgen, denn das Leben wie ihr könnt. Denn wer weiß denn schon am Morgen, liegt die Uhr jetzt anders dick. Tränen lügen, ich mein Darling. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Du und ich, wir wissen nicht, wie lang das mit uns hält. Die Liebe ist das Schönste auf der Welt. Ja, la, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 Tränen lügen, ich mein Darling. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Denk nicht heute schon am Morgen, denn mit Leben wie ihr könnt. Denn wer weiß denn schon am Morgen, liegt die Uhr jetzt
habe einen kleinen Wunsch. Könnten wir einmal alle Hände hier im Gürtel nicht oben sehen? Oh, das sieht hervorragend aus. Denk nicht, heute ist schon am Morgen, denn mit Leben wie es könnt, denn wer weiß denn schon am Morgen, wird die Uhr jetzt anders tickt, keine Lüge, nicht mein Darling. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Denk nicht, heute ist schon am Morgen, denn mit Leben wie es könnt, denn wer weiß denn schon am Morgen, die Uhr jetzt anders tickt, keine Lüge, nicht mein Darling. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Ich glaub an die Liebe auf den ersten Blick. Ich glaub an die Liebe und an dich. Jawohl! Das habt ihr super gemacht. Dankeschön! Was für ein fantastischer Auftritt auf die Paveier Drämer von Hetze Köln! Paveier! WDR! Herzlichen Dank für euren Auftritt. Tschüss! Manchmal hört man das Vorurteil, der Karneval wird nur aus Trinken bestehen. So ein Quatsch. Aber insbesondere ist es natürlich toll, wenn man dann einen Redner in der Bütt hat, der dies durch Übertreibung parodiert. Ich freue mich daher, ob Menge Kollege, der Sitzungspräsident. Guten Abend zusammen. Ja, liebe Närrinnen und Narren, ich sage es so, wie es ist, ich könnte explodieren. Unser Rosenmontagszug fällt aus. Unsere Zugmaschine darf nicht mehr in die Umweltzone rein. Na, weißt du, da ruft mich vor ein paar Wochen so ein Heini vom Ordnungsamt an, ob unser alter Trecker beim Zug noch mit Diesel fahren würde. Ich sage, nee, der fährt mit destillierter Sojamilch. Wir wissen nämlich nicht genau, ob unser Trecker laktoseintolerant ist. Na, da sagt der Typ, unter diesen Umständen darf der Trecker auf gar keinen Fall mitfahren. Ich sage, das ist überhaupt kein Problem. Na, wir haben ja zum Glück noch einen. Na, der läuft mit einer Biogasanlage. Na, die wird unter der Motorhaube von 2 rechtsdrehenden Kühen angetrieben. Und er wurde letzte Woche in einer feierlichen Zeremonie von Claudia Roth und Cem Özdemir auf den Namen Kakamumu Brumbrum getauft. Weil da brüllt der Typ in den Hörer, ob ich ihn verarschen wollte. Ich sage, ja, wer hat denn angefangen? Ja, das wurde aber auch Zeit. Liebe ich sage euch, wirklich nur noch Bekloppte um mich rum. Überall nur noch Bekloppte. Na, guck mal, meine Tante zum Beispiel. Na, meine Tante, die ist jetzt 80. Na, und die sagt letztens zu mir, sagt sie, boah, jetzt dürfen bei uns sogar schon 2 Männer heiraten. Na, das ist doch von der Natur nicht gewollt. Ich sag ja, dein Herzschritt mache auch nicht.
Das Orchester Markus Kurt, liebe Herren und Herren. Auch mal ein Riesenapplaus. Gibt schlechtere. Liebe Herren und Herren. Ich hab das Gefühl, da sitze ich am kürzeren Hebel. Liebe Herren und Herren. Nein, aber liebe Herren und Herren, Bekloppte haben wir natürlich auch bei uns im Verein mehr als genug. Guck mal, der Hermann zum Beispiel. Der Hermann ist auch nicht der Hellste. Ich sag mal so, wenn es RTL 3 gäbe, der Hermann wäre genau die Zielgruppe. Ja, da freuen Sie sich hier in der ARD. Liebe Herren und Herren. Nein, liebe Herren, nein, der Hermann, wie gesagt, er ist nicht der Hellste. Der glaubt zum Beispiel wirklich, USB wäre das Nachbarland von USA. Das Gehirn wollte ich nicht geschenkt haben. So. Und erschwerend kommt jetzt noch dazu, der Hermann ist auch nicht der Schönste. Ja, bei dem haben sie letztens eingebrochen, nur um die Vorhänge zuzuziehen. Außergewöhnlich guter Witz. Liebe Herren und Herren. Nein, übrigens, liebe Herren und Herren, wo wir gerade vom Hermann reden, weißt du, wir machen ja alle 2 Jahre machen wir mit dem Verein ja eine schöne Städtereise. Und die finanzieren wir ausschließlich durch den Schnapsverkauf auf unserer Herrensitzung. Letztes Mal waren wir 3 Monate in New York. Nein, aber diesmal mussten wir ein bisschen sparen, weil wir hatten auf der letzten Herrensitzung einen massiven Umsatzeinbruch. Uns ist der Junggesellenverein ausgefallen. Ja, da kannst du nicht kompensieren. So, und für die ist dann der Pfarrgemeinderat eingesprungen. Das ist so, als würdest du für den Klitschko und Philipp Lahm in den Ring schicken. Nee, ich muss ein bisschen aufpassen, ich muss ja noch fahren. Liebe Herren und Herren. Ja, ich lach gleich mit. Liebe Herren und Herren. So, und deswegen waren wir diesmal eben nur um Oktoberfest. Weißt du, wir wollten für die Reise zuerst ein Büsschen mieten, weil der Erwin hat gesagt, kein Thema, ich fahre, dann können wir alle was trinken. Ja, den habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Nein, aber das wollten wir dann doch nicht, liebe Herren und Herren, weil der Erwin, ich will jetzt nicht sagen, dass er zu viel trinkt, aber die Bank hat als Sicherheit für sein neues Haus seine Pfandflaschen akzeptiert. So, und deswegen sind wir dann doch lieber mit dem Zug gefahren. Weißt du, mit 18 Mann standen wir morgens um 5:30 am Bahnhof. Da fährt ja bei uns normalerweise noch gar kein Zug. Ja, war an dem Morgen auch nicht anders. Da musste man noch 1,5 Stunden warten. Da hat der Wilfried dann erst mal ein bisschen was am Bahnsteig den Kreislauf angekurbelt. Magnumflasche Söhnlein Brillant.
in handgestoppten 2,7 Sekunden. Danach sind wir dann mit 17 Mann losgefahren. Eingestiegen, alle gut drauf, weißt du, schon leicht angeschickert. So, und da sagt dann der Schaffner zum Karl-Heinz, Entschuldigung, aber Ihr Fahrschein ist von gestern. Da sagt der Karl-Heinz, ja, dein Problem, wenn du zu spät bist. Ne? Ein ganz feiner Humor. Liebe Herren. Wunderbar. Nein, aber man muss sagen, liebe Herren und Damen, die beiden Polizisten, die den Karl-Heinz am nächsten Bahnhof in Empfang genommen haben, die waren am Anfang auch wirklich freundlich. Die haben ganz höflich gefragt, na, Sie Spaßvogel, was haben Sie denn schon getrunken? Da meint der Karl-Heinz aber schon sichtlich angefressen, ja, sagen wir der Einfachheit halber 2 Flaschen Bier. Desjardins könnt ihr ja sicher nicht schreiben. Nein, aber man kann auch mit 16 Mann noch schön verreisen, liebe Herren und Damen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin kein großer Bahnfahrer. Weißt du, das ist mir einfach zu stressig. Auch am Hauptbahnhof ein Gedrängel, wie im Supermarkt am Heiligabend. Das habe ich ein einziges Mal mitgemacht. Einkaufen an Heiligabend. Ich kann euch sagen, an der Kasse die reinste Apokalypse. So, und dann ruft mich in der ganzen Hektik auch noch der Hermann an. Wo bist du? Ich sag, ich bin beim Rewe. Oh, bist du einkaufen? Ich sag, nee, ich ziehe hier gerade Winterreifen auf der Einkaufswagen. Nee, ich sag, was willst du denn? Ja, ob ich ihm noch schnell eine Flasche Eierlikör mitbringen könnte. Ich sage, Hermann, hier ist eine Schlange wie vor der Arche Noah. Bis ich mit dem Eierlikör bei dir bin, sind aus der Flasche 15 Küken geschlüpft. Es gibt Tage, da wirst du nicht richtig voll. Nein, übrigens, liebe Herren und Damen, da muss man an der Stelle sowieso mal sagen, das Einkaufen macht doch heute keinen Spaß mehr. Weißt du, früher, da bin ich mit 1 Mark zum Kiosk. Und ich bin mit 2 Comics, 3 Tüten Chips, 4 Überraschungseiern, einem Eis am Stiel wieder rausgegangen. Und heute überall Überwachungskameras. Ja, habe ich einen Witz erzählt. Liebe Herren und Damen. Nein, aber was ich sagen wollte, Oktoberfest. Oktoberfest, das ist schon toll. Weißt du, die ganzen Fahrgeschäfte und so. Vor allem der Hermann, der war heiß wie Frittenfett. Ja, der wollte unbedingt auf die Olympia-Achterbahn. Ich sage, Hermann, du bist jetzt 74. Wir waren gerade 6 Stunden im Löwenbräu-Zelt. Du hast im Alleingang einen Tisch mit 12 tschechischen Metzgern in die Ausnüchterungszelle gesoffen. Du warst in deiner Altersklasse mit Abstand tagesvollster.
Die haben schon den Mann vom Guinness-Buch angerufen. Du wolltest eben deine Zigarette auf den Boden werfen und du hast nicht getroffen. Ich sage, wir haben die Brauerei an den Rand einer Niederlage gebracht. Die haben schon angefangen, vor dem Zelt neuen Hopfen anzubauen. Ich sage, und abgesehen davon sage ich, hast du eben eine Schneise der Verwüstung in die Fressbuden geschlagen. Nein, Entschuldigung, das muss man dazu sagen. Der Hermann, der ist der personifizierte Futterneid. Ich meine, einmal gut, man kann es mir jetzt auch nicht verübeln. Seine Frau, die ist jetzt am Herd. Nein, ich will jetzt nichts gegen ihre Kochkünste sagen, aber ich sag mal so, die haben den einzigen Hund im Ort, der am Tisch nicht bettelt. Nein, also, wie gesagt, ich sage zum Hermann, ich sage, du hast eben eine Schneise der Verwüstung durch die Fressbuden geschlagen. Du hast ja einen Backfisch mit Doppelremoulade, 15 Nürnberger, 1,5 Makrelen, eine Schweinshaxe mit Sonderknödel, 2 Tüten gebrannte Mandeln und eine Jumbo-Zuckerwatte mit Zigeunersoße reingepfiffen. Ich sag, glaubst du wirklich, ein 5-fach-Looping wäre jetzt das Richtige für dein... Nein, aber der Hermann, der war ja wie im Tunnel. Keine 2 Minuten später saß er in dem Ding drin und hätte die ganze Zeit gerufen, guckt mich an, ihr Luftpumpen. Hier sitzt der König vom Oktoberfest. Ja, was soll ich sagen, am Anfang war noch alles gut. Aber beim 3. Looping, gerade also genau um Scheitelpunkt Kopf über nach unten hin, da sind wir den König vom Oktoberfest, aber alle Dämme gebrochen. So was habe ich schon nicht gesehen. Die haben sie danach im Sanitätszelt 2 Stunden Hochdruck rein hier abgekerchert. Nee, ich habe den Magen. Liebe Damen und Herren. Ja, am nächsten Morgen, liebe Damen und Herren, sind wir da mit 15 Mann wieder zurück Richtung Heimat. Der Mirko hat wieder seine berühmten Frikadellchen gemacht. Altes kroatisches Familienrezept von seiner Oma. Nur Hackfleisch, Zwiebel, Knoblauch und 1,5 Flaschen Slivovitz. Ich kann nur nicht sagen, als der die Tupperdose aufgemacht hat, da sind vorn beim Lokführer noch die Scheibe beschlagen. Nein, ich sage es euch, liebe Damen und Herren, Flugzeug ist ja auch nicht viel besser. Na guck mal, es wird doch immer lächerlicher, was man mittlerweile nicht mit an Bord nehmen darf. Na, ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, ich gebe zu, es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ja, nicht nur am Flughafen. Ich habe zum Beispiel noch nie verstanden, wie man beim Biathlon nur Zweiter werden kann. Ja, man hat doch ein Gewehr. Jetzt habe ich ihn gerade zum ersten Mal selber verstanden. Nein, aber am beklopptesten sind sie, wie gesagt, am Flughafen. Sogar Pinzetten sind mittlerweile verboten. Pinzetten. Jetzt mal unter uns. Wenn du es schaffst, ein Flugzeug mit einer Pinzette in deine Gewalt zu bringen,
dann hast du es auch verdient. In diesem Sinne, Allah zusammen. Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass Sie aufgestanden sind für diese fantastische Rede, eine Typenrede. Und hinter der Type des Sitzungspräsidenten verbirgt sich Volker Weininger. Und er hat gezeigt mit seiner unnachahmlichen Mimik, dass man auch mit Alkohol lustig sein kann. Volker Weininger! Lieber Volker, nimm den Festkomiteeorden entgegen und wie der Schluss deiner Rede auch war, dann hast du das auch verdient. Auf Volker Weininger, Dreimer von Hetze, Kölle, der Sitzungspräsident, WDR. Herzlichen Dank, tschüss. Man soll es gar nicht glauben, aber die Gruppe, die ich jetzt ansagen darf, wurde erst vor 7 Jahren gegründet. Und es ist eine Band mit K. Kasala! Wenn ich König von Köln war und nicht der nix nutzt, der ich bin, mit nach Ost die Kron und im Schloss aus Lob, ja dann bist du die Königin. Ich weiß, dass ich nicht besonders für einen bin, ich bin nicht adelig und nicht reich. Menge Palast hat nur 2 Zimmer und auch nicht ins Balkon. Ich hab nicht viel, doch ich hab dich. Und ich träum davon, wie unser Leben in einer anderen Dimension. Das würde all vielleicht ganz klein bisschen leichter, ja. Und jeder Prinz war unsere Sohn. Wenn ich König ja, dann bist du die Königin. Baby, du bist jetzt Besonderes und hättest jetzt Besseres verdient. Shampoos muss im Wasserhahn und die ist schon Porzellan. Du bist schöner wie die Queen. Wenn uns Schloss so in der Wolke liegt, jetzt mir die Hand, ich nehm dich mit, wenn ich König von Köln war und ich dir nix nutzt, der ich bin. Mit nach Ost die Kron und im Schloss aus Lob, ja dann bist du die Königin, wenn ich König
geschätzte Damen und Herren, hier im altehrwürdigen Jötzenich. Das ist ein neues Lied. Mit einem neuen Lied zu euch zu kommen, zu diesem besonderen Abend und zu sagen, ey, wir singen den Refrain jetzt einmal vor und dann singt ihr ihn alleine, so laut ihr könnt nach. Könnte man als dreist bezeichnen. Aber ihr seid völlig begeistert! Und auch wenn wir auf den ersten Blick nicht so wirken, wir sind gut erzogen und deshalb spielen wir euch den Refrain noch einmal vor. Wenn ich König von Köln war und nicht der nix nutzt, der ich bin, mit nach Ost die Kron und im Schloss Oslo, ja dann bist du die Königin. Wenn ich das klang sehr zauberhaft. Ja, liebe Freunde, eine ganz fantastische Leistung von Basti Kampmann, von Flo Peil, von Sebi Wagner, von Nils Blum und von Reni Schwiers. Casala! Auf Casala drehen wir von Hetze, Köln! Casala! WDR! Herzlichen Dank, macht's gut! Jetzt haben wir die Hüppemützer Rindmedisch.
Dreht euch mal bitte alle um, die Damen. Ihr bekommt natürlich alle einen Blumenstrauß überreicht. Auf die Hüppemützchen, drehen wir von Hetze, Kölle. Hüppemützchen, Festkomitee. Herzlichen Dank, Martha Fortgut. Ja, jetzt ist wieder Musik angesagt. Hier sind die Domstürmer. Ich sehe vertraute Gesichter. Na, schön. Die Domstürmer grüßen euch. Wir sind schon ein paar Minuten hier und wir wissen, ihr seid gut bei Stimme. In diesem Sinne, Yippie! Dieses Leben ist doch viel zu kurz, um mich einfach auszubrechen. Man könnte auch sagen, dieses Leben ist ein Geschenk. Da hier nicht geht richtig oder falsch. Da hier nicht nur müde oder hellwach. Und ich habe so das Gefühl, dass die Hütte hier hellwach ist, oder? Hey! Ist doch klar, wir sind hier Gumme und zu viele. Das heißt für euch, der linke Arm, der rechte Arm. Beide Fäuste klatschen, na, los, ja! Wir sind gekommen zu vieren. Wir sind gekommen zu bleiben. Wir sind gekommen zu singen. Und ja, die Zeit zu verbringen. Wir sind gekommen zu lachen. Uns kein Sorgen zu machen. Wir sind gekommen zu feiern, zusammen glücklich zu sein. Lass mal singen! Und ihr! Wir sind gekommen zu feiern. Wir sind gekommen zu bleiben. Wir sind gekommen zu singen. Und ja, die Zeit zu verbringen. Wir sind gekommen, um zu lachen, uns kein Sorgen zu machen. Wir sind gekommen, um zu feiern, zusammen glücklich zu sein. Und von Langzig, einfach jetzt sind wir da. Hey! An jeder Stunde jetzt halt, an jedem Tag im Jahr. Wir haben gewartet, gelitten, das Leben war schwer. Endlich wieder fast leer. Wir sind gekommen, um zu feiern. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir sind gekommen, um zu singen. Und ja, den Sieg zu verbringen. Wir sind gekommen, um zu lachen. Uns kein Sorgen zu machen. Wir sind gekommen, um zu feiern. Zusammen glücklich zu sein. Die Schlangen, die war lang, aber jetzt sind wir drin. Hey! Von uns verlorene Jahr, mehr das Leben wiedersehen. Wir haben gewartet, gelitten, Leben war schwer. Es fühlt sich an, als wäre das ewig lang her. Endlich wieder fast leer. Wir sind gekommen, um zu feiern. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir sind gekommen, um zu singen. Ein geiles Sieg zu verbringen. Wir sind gekommen, um zu lachen. Uns kein Sorgen zu machen. Wir sind gekommen, um zu feiern. Zusammen glücklich zu sein. Und ihr! Sing! Mit Schnacken! machen das auch. Du trinkst mich an, jedes Mal. Ich find kein Ende, jedes
ihr parat? Du trinkst dich an jedes Mal. Ich find kein Eck jedes Jahr. Ich will, dass das für immer wieder geht. Wir sind gekommen, um zu feiern. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir sind gekommen, um zu singen. Ein geiles Lied zu verbringen. Wir sind gekommen, um zu lachen. Uns keine Sorgen zu machen. Wir sind gekommen, um zu feiern. Zusammen glücklich zu sein. Hey! Lass mal singen! Wir sind gekommen, um zu feiern. Wir sind gekommen, um zu feiern. Hey! Zusammen glücklich zu sein. Denn wir sind gekommen, um zu feiern. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, was für eine tolle Stimmung durch die Domstürmer. Auf die Domstürmer, Trainer von Hetze, Köln. Domstürmer, WDR. Herzlichen Dank. Ein Redner hat die Aufgabe, den Spiegel vorzuhalten. Spieglein, Spieglein an der Wand. Jetzt kommt er aus dem Märchenwald. Hier ist ein Rumpelstilzchen. Sehen und hören schon durch jedes Jod, aber im Märchenwald wird nur noch lamentiert über das, was in Deutschland und in der Welt passiert. Für ein paar Jahre hielten uns die Griechen ob Trab, dann hätte es mit Putin nicht mehr geklappt. Danach kommen die Engländer mit ihrem Abgesang aus Korea, der Uran-Utan von Pyongyang, dann die Präsidentenkarikatur aus Amerika und jetzt noch das Rumpelstilzchen aus Ankara. Jetzt war der Erdogan im Märchenland, sprach Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich will jetzt hier eine Rede halten und Deutschland mal ordentlich zusammenfalten. Denn da gibt es was, das hasse ich wie die Pest, dass man mich nicht zu meinen Anhängern reden lässt. Da hat das Spieglein kurz nachgedacht und dann voller Demut zu dem Ehrenmann gesagt, passen Sie auf. Du leidenschaftlicher Verfechter von Meinungsfreiheit, du fehlgeleitete osmanische Selbstherrlichkeit, du anatolisch-fanatisches Pulverfass, die Hanse doch eine Hau mit der Pann verpasst, aber jemand zu den Holländern, die sind richtig nett, bei denen hast du noch eine Stehen im Brett, von denen Christe, weil du ja immer so gekränk, ein Freikart für ein große Karawanmesse schenk, damit jeste dann an die Wohnwarenständ von Hümer, Hobby, Knaus und Fendt, da kannst du, wenn du willst, bis zum Erbrechen stundenlang von neuen Anhängern sprechen. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Aber nicht nur das hat letztes Jahr interessiert, sondern auch, was rund um den Fußball passiert. Willkommen im Reich der Transferperversionen von Barcelona nach Paris, 222 Millionen. Für das Jahresgehalt von einem Herrn Neymar arbeitet Krankenschwester in Köln 800 Jahre. Wir haben jetzt im Märchenwald ein Komitee zur Entwicklung einer neuen Transferidee. Wir sagen den Scheichs aus Abu Dhabi und Katar, mag ich im Fußball ein bisschen rar, dort ihr Milliarden sinnvoll investiere und statt Fußballer lieber Politiker transferiere. Es wird auch bestimmt keine Flop, wenn aus Nordkorea der laufende Kubikmeter mit dem Kistekopf zusammen mit der Abrissbirne aus dem Weißen Haus
genannt die blonde Pirk mit der Twitter-Faust, auf der Wunschliste von so einem Scheich ganz offen steht und im Doppelpack verhökert auf Reisen geht. Für 1,5 Milliarden wird dann ein Raket gezündet, womit man die 2 ob der Mond schießen könnt. Jeder kriegt für den Trip noch ein Päckchen Uran, dass der eine dem anderen in den Futt stecken kann. Und der bei sich die größte Strahlung verspürt, würde von uns zum Arsch des Jahres gekürt. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. Tja, dann haben wir in der EU 2 Schätzchen, für die jedes Moment vielleicht auch noch ein Plätzchen. Erst haben wir sie in der Union ganz herzlich begrüßt und jetzt trennen uns die Ungarn und Polen ob de Föß und sagen trotz Urteil vom obersten Gericht LMAA, unsere Grenzen bleiben dicht. Aus Polen hörste, wir haben noch nicht ins Platz für uns eigene Lück. Die Familie Lewandowski haben wir schon nach München geschickt. Oder die Ungarn, für Zigeunermusik berühmt und bekannt. Aber Sinti, Roma und Moslems werden aus der Pusta verbannt. Nach dem Motto, komm Zigan, spiel mir was vor. Aber für Asyl, gehst du bitte weiter Richtung Brandenburger Tor. Da lobe ich mir doch die Italiener und Niederländer. An deren Grenze steht ein Schild auf einem Ständer. Willkommen ist hier jeder Mann, der uns das Fußballspielen beibringen kann. Ja, und dann hätte ich noch einen Kandidat für den Mond, denn abzuschießen sich auch sicher lohnt. Es gibt ja eine Partei, die hätte es geschafft und wurde in Deutschland drittstärkste Kraft. Die haben ja bei sich so eine Widerling, dem jetzt vom Gehens verloren ging. Alexander Gauland, der von rechts außen aus der Hüfte schießt und seine Politgülle kübelweise über uns ausgießt. So à la Brüder und Schwestern, wartet nicht bis morgen, heute noch die Vizeschlampe von der SPD entsorgen. Danach werden wir in den folgenden Tagen Frau Merkel und diese Weicheier jagen und holen uns dann Stück für Stück unser Volk und unser Land zurück. Klar, ne? Der tat sich ja schon vor Jahren outen und ließ über Jerome Boateng verlauten, wer will denn diesen fremdländischen Knaben schon neben sich zum Nachbarn haben? Ich sag, hab Dank für diese flammende Rede. Aber so brung wie du bist, kann der Boateng ja nicht mehr wede. Und bei 10 Jeroms links und rechts von mir fühle ich mich 1000-mal wohler als neben dir. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Da wird gehämmert, gebacken, gestrichen, genäht, gemauert, gepflastert, geschreinert, gemäht. Und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk schon gemacht. Hück machen die Heinzelmännchen von Köln andere Arbeit. Ich kann es erzählen. Da wird geklüngelt, gepokert, geschachert, frisiert, rumgeeiert und falsch kalkuliert, gejammert, verzögert, geschimpft und vergessen, Verantwortung geschoben und ausgesessen. Da haben sie das Bauamt noch zuletzt in de Kajas Nummer 0 versetzt. Die sind da fleißig Papiere am Siegeln, machen aus einem Kalkberg einen Idiotenhügel. Selbst das Opernhaus bringt sie nicht in Nöte. Da gehen zig Millionen für der Zauberflöte. Schneckentempo beim Wohnungsbau. Kölner Schulen sehen aus wie ein Sau. Doch die Damen und Herren von Rat und Verwaltung tragen ihr Amt mit Würde und Haltung. Und der Parole, wir haben mit nix jetzt zu tun, waren nirgendwo dabei. Aber bei der Prinzenproklamation sitzen wir in der Ätzterei. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. In diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Noch eine herrliche Sitzung und Herr Jodlos.
Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich irgendwann wiederkomme. Eine schöne Rosenordnung noch. Macht's gut. Ja, liebe Freunde, was haben wir doch eine Vielfalt an Rednern im Kölschen Fasteleer. Fritz Schops Rumpelstilzchen. Wir haben ihm einen politischen Redner in Reimform. Da können wir stolz drauf sein, so einen Redner im Kölschen Fasteleer zu haben. Und daher nimm den Orden des Festkomitees entgegen und dreh mal von Hetze Köln. Rumpelstilzchen. Festkomitee. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Schiebermütze und die Hosenträger sind das Markenzeichen der Gruppe, die ich nunmehr ankündigen kann. Es sind die Klüngelköp. Wörter vor und die möchte ich gleich von euch in einer vollen Lautstärke wiederhören. Ich denke, das funktioniert super. Pass auf jetzt. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ah, das wird schön. An dem Morgen die Jecke rufe, bella ciao. Und die Tromschläger minge Tür mit je Nummer hinfort je trocken. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mit je Nummer hinfort je trocken. Mal uns Andri brennt wie für. Ciao. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nimm mich mit dir und Karnevalle. Atlang verloren ist mein Ziel. Dann gefangen, man kläft zusammen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dann gefangen, man kläft zusammen. In einem Schweiß wie ein Zehn hier. Ciao, bella ciao, bella ciao. Revolution und Anarchie und alle. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Revolution, Revolution und Anarchie. Wir stellen alles auf der Kopf. Wir sind frei, alle gefüllt. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wir sind frei, alle gefüllt. La
Und jetzt alle Arme hoch. La 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 la. La 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 la. Ich will euch hören. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la. La 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 la. Doch vergessen will ich nie. La 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 la. Hey, la la. Wo sind die Jacke? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la. La 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 la. Doch vergessen will ich nie. Ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, was für ein fantastischer Vortrag. Nicht nur, dass die junge Jod us sind, nee, sie machen auch ganz hervorragende Musik. Deswegen einfach nur dreimal von Etze, Köln, Klüngelköp, Festkomitee. Herzlichen Dank, Madet Jod. Tschüss. Ja, liebe Freunde, wenn wir drei hier am Bühnenrand standen, dann wird das einen besonderen Grund haben, denn wir empfangen das Kölner Dreigestirn 2018. Gewähren wir unserem Trifolium einen Einmarsch, wie es die ganze Session nicht erlebt hat. Nehmt alles, womit man winken kann, Liederhefte, Taschentücher, was er hat. Erinnert euch, hier ist das Kölner Dreigestirn. Da ist sie, unsere Jungfrau Emma, dreimal von Etze, Köln, Köln, Köln. Und unser Bauer Christoph, dreimal von Etze, Köln, Köln, Köln. Und seine Totalität, Prinz Michael II., dreimal von Etze, Köln. Ja, liebe Freunde, hier steht das Kölner Dreigestirn 2018. Ich darf Ihnen vorstellen, in der Mitte seine Totalität, Prinz Michael II., Michael Gerhold. Nur ein einzig Mal, ein Sprung Prinz im Karneval, dann wird es nur Prinzessin mein, das wär so schön, um da zu sein, das wär so wunderschön. Das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. Und an seiner rechten Seite die Wehrhaftigkeit unserer Stadt, der Bauer Christoph Stock. Auf dem Markt schon die Buren, dicke Eier, volle Pumpe, lange Muren. Und die Lück sind am Luren. Ob die Eier, ob die Pumpe, ob die Muren. In
Ja, und das Schönste verwahrt man sich natürlich für den Schluss auf. Ihre Lieblichkeit, Jungfrau Emma Erich Ströbel. Wie bist du schön, oh, wie bist du schön. So was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Oh, wie bist du schön, oh, wie bist du schön. So was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön, so schön. Für euch spricht unser Prinz Michael II. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich han nun dat Lied mir im Sinn. Min Mutter sprach noch nicht verloren. Dat is jet, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an min Heimat denke und sing dort so für mich stand, möcht ich direkt Heimat schwenke. Ich möcht sofort nach Köln, ja, möcht ich direkt Heimat schwenke. Ich möcht sofort nach Köln, ja. Komm, lass mal tanzen, die ganze Nacht bis morgen. Komm, lass mal singen, vom Liebral bis morgen. Komm, lass mal tanzen, die ganze Nacht bis morgen. Komm, lass mal singen, vom Liebral bis morgen. 1900 Jahre steht uns Köln am Ring. 1900 Jahre sind wir jetzt hier am Ring. Nach der Münze anzuspringen, dumm war ja hübsch. Nach uns 100 Jahre leben andere. 1900 Jahre leben der Bündnis und Schell. 1900 Jahre bist du mit Leben kehrt. Stell ihm recht, dich, noch haben wir jetzt in der Tisch, noch beide Wünsche klar. Allah, 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 Allah. Grau die Stadt und grau ist der Strom. Blut ist Wut und alt ist der Lohn. Menschen kümmern sich elend für Not. Rum und Stürz im Dreck liegt Mut. Alles stimmt und alles stimmt nicht. Schlagende Ärmel am besten quitt. Klüngel ist erkrankt Zement. Wer drüber lag, die Stadt nicht kennt. Mir viere Vater städtische Feste, Karneval vieren so ja schon uns brennt. Wir sind im Vieren noch immer de Beste. Das mit der Heiterkeit nehmen wir ernst. Ob süß oder bitter, du musst überleben. Gut oder schlecht, ist uns Stadt. Dann zieht aus der Rhein, lebt Kölsche uns, ist alles einerlei. Das will lange
euch hier im Jötzenich ganz herzlich, ja, wird sich in Köln endlich gehört mit Fastelavond zusammen. Und wir möchten ganz zu Beginn unseres Auftritts ein bisschen Osterei tanzen und ich darf uns unsere Festkomitee-Präsident Christoph Kugelkorn zu uns auf die Bühne bitten. Ja, und zu Beginn der Session habe ich hier auf der Bühne bei der Proklamation gesagt, dass wir drei uns sicher sind, dass Christoph als neue Festkomitee-Präsident schaffen wird, der schmale Weg zwischen gelebter Tradition und modernem Fastelavond zu jonnen. Und heute sind wir ein paar Wochen weiter und wir sind uns noch sicherer, dass er das schafft. Herzlichen Dank, Christoph Kugelkorn. Und das Kölner Dreigestirn hat eine ganz besondere Auszeichnung, die es auch nur 55 Mal gibt. Das ist nämlich hier in dem Rahmen die Originalzeichnung unterschrieben von dem Künstler Rollo und darunter dann natürlich das Original der Prinzenspange. Und das würden wir dir, lieber Christoph, gerne als Zeichen unserer Dankbarkeit übergeben. Herzlichen Dank unserem Festkomitee-Präsident Christoph Kugelkorn. Ja, und wir drei haben eine Wahnsinnssession hinter uns. Wir haben wirklich jeden Tag wunderbare Momente erleben dürfen. Völlig egal, ob im kleinen oder im ganz großen Rahmen oder auch hier im Kölner Jötzenich. Und wir sind wirklich immer noch absolut stolz, ausrufen zu dürfen. Wir sind euer Kölner Dreigestirn 2018. Ja, und wir drei dürfen eine Dreigestirn darstellen und ein besonders schönes Festkomitee-Motto. Das steht da vorne auf unserem Plagge. Das heißt ja bekanntlich, mehr Kölsche, Tanze, Osterei. Und wir finden das deswegen so schön, weil es eigentlich zwei Sachen aussetzt. Zum einen, dass wir Kölsche all uns Eigenart haben. Wir lassen uns nicht alles andrehen. Wir haben uns Kultur und die halten ja gemeinsam auch hier zum Beispiel Hu. Und dann geht um der Tanz. Es geht in und um Köln rum so viel Tanzgruppe und die jungen Mädchen standen das ganze Jahr über 3-4 Mal die Woche in der Trainingshalle, um uns auf so einer Bühne wie hier ihr denn zu präsentieren. Und um mir denke, auch darauf können wir stolz sein, auf uns Kölner Tanzgruppen. Ja, und auf der anderen Seite von dem Plagge steht so ein bisschen unser persönliches Motto. Denn wir drei sind ja junge aus Nippes, von der Nippeser Bürgerwehr und tragen unser Fädel im Hetze und haben jetzt all die Woche und weden das jetzt die letzte Tag und noch tun. Ja, alles dafür, Jeven, einfach nur dafür, dass 1 Million Jäcke die Sorge, die man so links und rechts jeden Tag hätte, daheim lassen können. 3 Junge aus Nippes für 1 Million. Und wir drei wünschen euch all jetzt hier noch eine wunderbare Sitzung beim Festkomitee oder halt eben drusse am Fernseher und hoffen, dass wir alle gemeinsam friedlich das schönste Fest der Welt, nämlich unsere Kölsche Fastelavond feiern. Darauf rufen wir uns, Reimer von Etze, Köln! Festkomitee! Köln! Ja, liebe Freunde, das war das Dreigestirn 2018. Und nicht nur, dass Sie viele, viele Sitzungen besucht haben, sondern man muss es immer wieder erwähnen, ein solches Dreigestirn, nicht nur dieses, sondern alle verfolgen natürlich auch soziale Zwecke, besuchen Krankenhäuser, Altenheime und so weiter. Und was Sie besonders gut umgesetzt haben, meine ich, nämlich unser Motto, mir Kölsche, Danze, Osterei, die 3 Präsentationslieder, wunderbar tänzerisch umgesetzt. Und ich glaube, auch in Erinnerung wird bleiben, wenn Sie wie Sie das Lied gesungen haben von Trude Herr, die Stadt
wenn die drei so zusammenstehen, die Jungfrau und der Bauer, die Michael über die Schulter luren, das ist schon ein ganz tolles Bild. Das kann man uns malen und in Wallraf-Richards-Museum hängen, ne? Auf unser fantastisches Kölner Dreigestirn 2018 drehen wir von Hetze Köln! Dreigestirn! Festkomitee! Herzlichen Dank, Ausmarsch durch die Mitte eures Publikums. Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit über 25 Jahren machen Sie Rockmusik. Und was für eine Rockmusik! Seid ihr fit für 5 Kölsche Jungs? Bring's! Mingle, Fastelavensjacke, wir grüßen euch zur späten Stunde. Wie sieht es aus? Habt ihr alle noch Mumm in den Knochen? Super. Da würde ich vorschlagen, wir fangen ganz langsam an und steigern uns dann hinten raus. Jetzt kommt erstmal eine kleine Ballade, was zum Schunkeln. Die Liebe gewinnt im Gürzenich. Komm, mach den Fernseher aus und rutsch was näher zu mir. Der ganze Wahnsinn bleibt heute vor unserer Tür. Auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze Welt weint. Du hältst zu mir und wir beten dafür, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Was du mir sagen willst, komm, sag's mir ins Gesicht. All der Hass und die Lügen im Netz, die interessieren mich nicht. Wir zwei, wir sind echt, wir sind wirklich und hier. Komm, fass mich mal an und dann schwöre ich dir, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal
endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit allen Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Glaub mir. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Ganz egal wo wir sind, glaub mir, die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit allen Kriegen. Ganz egal wo wir sind, glaub mir, die Liebe gewinnt. Glaub mir. Liebe Freunde, wir wollen uns bedanken. Einmal bei Ihnen hier in Jötzenich für die tolle Stimmung, aber auch daheim an der Flimmerkiste am Fernseher, dass Sie eingeschaltet waren bei der Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Wir beide und auch alle hier sagen jetzt auf Wiedersehen, aber jetzt wird weiter gefeiert mit Brings. Mal singen. Denn ich bin Ihr seid wunderbar. Denn ich bin Dankeschön.